Grüß euch, der Feilo ist da. Wir haben es wieder geschafft, oder ich habe es wieder geschafft, einmal online zum kommen. Ich begrüße erst einmal in den Haufen als allererstes, ein Siegreich, heute wach. Merci. Selten, aber war heute mein Gast und mein Leidensgefährte, was den ganzen Schmarrn angeht. Und dann begrüßen wir mal Vollgas in den Haufen. Grubby, Hashtag more Schnaps. Grüß die Joel, grüß die Grace, grüß die René. Schön, dass alle hergefunden habt. Oh, ich habe den Ton noch an. Weg. Zack, Ton aus. So, besser. Ja, wir killen uns heute gnadenlos. Wir haben einen ganzen Sack voll Spezialitäten aus der ganzen Welt, welcher hier ist. So, ein ganzer Sack voll schöner Sachen. Ich weiß, was drin ist. Er weiß das nicht, deswegen muss er ziehen. Alexa, halt die Klappe. Hier ist dein Alexa, halt die Klappe. Das war so klar, ich hab's vergessen. Ich hab's einfach vergessen. Erst einmal Prost, gell? So, genau. Dann erst einmal ein Bröstelchen. Natürlich sind wir komplett vorbereitet. Eh klar. Klar, Joel, lebe ich noch. Mich kriegt doch nichts kaputt. Nachdem wir jetzt nicht die ganze Zeit hier so da sitzen wollen, haben wir noch umzustellen. Autsch. So, genau. Und wir fangen jetzt dann einfach an, uns durchzufressen. Oh, ich muss das Bier woanders hinstellen. Tu das mal zu dir rüber, genau. So, wir haben hier Chilis, Jalapenos, noch mehr Chilis, noch mehr Chilis, noch mehr Chilis, noch mehr Chilis. Für den Fall der Fälle haben wir Käse und Brot. Das ist das Objekt der Begierde. Der hat super viel Schärfe in sich. Das ist dann das Letzte, was wir essen, wenn wir uns durchgefressen haben. Und wir fangen jetzt einfach an. Das heißt, mein Freund Simon, Vögel genannt, der Siegreiche, Vögel bastelt zum Aus. darfst jetzt einmal der Neiglanger blind wie du bist. Dem geht's halt ganz gut, der war nicht die ganze Nacht beim Saufen. Hilft dir nix. Und So. darfst irgendwas aussitzen. Es gibt große Sachen, kleine Sachen. Je nach Gefühl nimmst irgendwas, was wir als erstes essen. Oh, ich habe doch eine rein. Wir fangen also mit den Chilis an. Okay. Ja, magst du die gleich essen oder Ja, magst ich du hätte andere nicht? Die sind übrigens nicht scharf. Sagt er. Ich muss jetzt dazu sagen, für Leute, die nicht scharf essen, ich habe auch Hunger, will auch was haben. Ja, Grubby, komm um mich. Vorher, dann passt es. Grubby, du hast doch immer Probleme mit dem Rücken. Ja, das stimmt, weiß ich nicht, ob er das immer noch hat. Ich weiß es auch. Was weißt du auch? Der René hat irgendwas und er weiß es auch. Ich weiß nicht, was er auch weiß. Weißt du, was er auch weiß? Hast du von jemand anderem? Also für Leute, die nicht scharf essen, macht dann nicht das, was wir machen. Oh, ich habe einen halben Strunk gegessen. Danny war da? Ich habe Danny nicht gesehen. Danny. Wie? Ja, so muss das ausschauen. Und gut, die ganzen Kerne hinten zum Frischen. Ja, natürlich. Oh, die Pfeife. Gerne sind das schärfste immer. Wahnsinn. Ja. Ich bin mittlerweile wieder im Training und wir haben uns verschluckt. Merkst du's? Nö. Gar nicht. Ja. Super. Ich werde richtig Spaß haben heute. Merkst du was? Ja. Du merkst doch jetzt nicht bei denen, die sind noch nicht scharf. Ja, ein bisschen. Nein! Ein wenig. Jetzt schauen wir mal. Ich habe die zum Fußball gesnackt. Hast du gesnackt? Ja! Die war randvoll, die Schüssel. Spinnst du? Okay. Ja. Ich schaue gar keinen Danny mehr. Ach ja. Muss man nicht. Wer nicht will, der hat schon. Oder wie auch immer. Heute nicht Thema. Ich könnte das nicht. Ja, das ist muss auch nicht sein, mein Spaß. Ruckelt bei euch das Bild? Da unten hat es gerade geblinkt. Tja. Ja, gibst du mir meins auch? Ich möchte gerne einen Zwischenschluss trinken. Schlickbälle. Ja, bloß ein Schlickerl. Heute, wie lange geht der Swim?
bis der Sack leer ist und wir den Chip überstanden haben. Oder verreckt sind. Oder tot umgefallen sind. Oder der Krankenwagen kommt und uns abholt oder so. Super. Nein, das geht nicht. Hallo mein Schatz. Grüß Gott. Und die hast du jetzt wieder in den Sack reingegangen, oder? Schöne Grüße an den Stream von meiner Frau. Hab doch die Packe genommen, was? Hab doch die Packe angenommen. Die Packte? Was für Packte? Was haben wir da jetzt? Wir haben hier, ich mach's mal so. Chinesische Zwiebelbälle. Also das sind Zwiebeln. Und das schaut irgendwie so Grasbällchen aus. Ich lese euch mal vor. Keine Ahnung. Ja, reiß auf. Ja, Reis auf. Reis auf. Es könnten auch Reisbällchen sein, ne? Hättest du vielleicht da nicht dazu liegen müssen. Ah. Oh, ja, die schauen ganz toll aus. Mm. Das sitzt auf dem Tisch. Das schaut richtig yummy aus. So. Auch wieder mit. Ching, ching. Ja. Das schmeckt 1:1 wie so Käsebällchen. Bisschen zwiebeliger noch. Ja, aber ganz, der Zwiebelgeschmack ist halt ganz leicht. Wer merkt das? Nicht wirklich irgendwas. Nee, das nicht. Außer dass sie in die Zähne pappt. Ja, geht alles voll. Das ist halt wie diese Maisreisbällchen, Käsebällchen. Hm. Ja, die ist schon wieder weg, die Old. Die. Ja. Wirst du halten, irgendwo. Wenn es dann Platz findest. Sacke. Ich sag ja, das sind nicht nur Sachen drin, die kaputt Was machen. habe ich mir denn noch angetan? Ja, du hast einen Sack voll leckeres. Oh ja, jetzt geht's los. Achso, um eine Regel noch zu erklären. Der junge Mann hier hat einen Joker. Den kann er einsetzen, wenn er sagt, nein, beim besten Willen, das esse ich nicht. Diesen hat er genau ein einziges Mal und er hat ihn ganz sicher nicht bei dem. Den muss er essen. Das sind gesalzene scharfe Lakritze. Nein, du musst es dahin halten. Da ist die Kamera. Da ist die Kamera. So, schauen wir mal. Genau. Gesalzene scharfe Lakritze. Ich habe keine Ahnung wie scharf. Du kannst auch das Messer nehmen. Dafür ist es ja dann eigentlich da. Gäh. Wir haben aber auch für uns festgelegt, wir müssen nicht die kompletten Packungen bringen. Heute kommt zu FIFA 22 auch wieder FIFA-Content. Zu FIFA 22 kommt auch wieder FIFA-Content. Also, ich zeige euch das mal, wie das ausschaut hier. So schaut das aus. Schaut super lecker aus. Es ist steinhart hier. Das sieht aus wie Bärendreck. Es ist Bärendreck. Ja. Es riecht aber 1:1 nur nach Bärendreck. Ja. Aber es ist wirklich hart. Alter, ich komme da überhaupt nicht durch. Das ist ja was zum Lutschen. Also vom Salz merke ich noch gar nichts. Halber Wandheit. Also außer dass das hinten in die Zentren pickt. Das schmeckt nur nach Lakritze. Mhm. Also ich merke keinen Salz. Ich merke keinen Kribbeln, scharf oder so. Gar nichts. Bäh. Aber ich mag Lakritze eigentlich ganz gern. Ich werde auch die zusammen essen. Mhm. Aber irgendwie habe ich mir da... 3 auf einmal sind 2. Hast du 3 im Mund? Sicher. Ja, Ohren im Mund. Du bist blöd. Scheißt mich an, wie dumm ich bin, dass ich den Scheiß hier veranstalte. Und fragt sich, warum er mitmacht. Und schmeißt sich dann ja voll rein. Sicher. Nö. Man weiß nie, ob es danach noch schlimmer wird. Genau, Grace. Das ist der Punkt, warum das mit dem Joker, das mit der Kamera macht mich ein bisschen fertig, aber ist egal. Schlimmer geht immer. Schlimmer geht immer. Ha. So. Aha. Oh, ein Energy Drink. Ein Kong Strong. Entweder teilen wir uns die Dose so wie sie ist oder wir trinken aus dem Glas.
Teil doch einfach. Wir sind übrigens beide tagesaktuell Corona getestet. Magst du zuerst? Ich mag das Teig. Also kaue ich noch auf meinem es blitzt tatsächlich. Ja. Sei nicht besonders. Ich weiß nicht, das ist Wild Power. Ich hab den noch nie No, Wild Power, ja. Urban Classics. Mhm. Oder halt irgendein Energy-Scheiß. Ja. Ich hab immer nach dem Lakritztag. Hängt noch. Ja, dieses Lakritzteig wird ja auch nicht kleiner, ne? Na, wenn ich es ausgeschrieben habe. Du hast 3 im Mund gehabt, hast du Depp. Du musst doch nicht ausschreiben. Außerdem habe ich dir gesagt, du musst deutlich und laut sprechen. Ernst das einmal in die Verpackung zurück. Ja, die waren dann jetzt wieder zurück. Und Ernst das einmal da hinten aufsammeln, weil das ist der Müllkarton, den du das gerade hinschmeißt. Ich weiß, wir die nächsten Wochen wahnsinnig viel an Süßigkeiten und Klump haben wird. Ja, das ist gar nicht so. Die meisten Verpackungen sind sehr klein. Da sind Smarties drinnen. Aus Japan. Die sind verpackt wie die Pille. Sehr gut. Ja, cheers. Weißt du was? Jetzt sagen wir mal, jetzt probieren wir nochmal eine, ja? Jetzt schon. Ja, eine. Basti, grüß dich! Magst du die kleine gelbe essen? Mhm. Gibst mir die größere, das ist aber sehr lieb von dir. Das ist eine aus meinem Garten. Oh Gott. Fokus! Fokus! Ja, hier, Chili aus meinem Garten, die sind wirklich so klein, die werden auch nicht größer. Gelb. Ich sag dir danach, bei welchem Schärfegrad die liegen. Okay, schauen wir mal. Cheers. Und wahre Männer, ne? Der Schärfe gerade 0. Nein, das stimmt nicht. 0,1. Angeblich hat sie Schärfegrad 1. Okay. Aber auch den merke ich überhaupt nicht und den habe ich auch noch nie gemerkt. Aber der Geschmack ist gut. Ich finde die total fruchtig. Mhm. Ich finde die fruchtig total gut. Jetzt haben wir Ohr-Chili wieder aufgebraucht. Warum das Stammbeiglas? Weiß nicht. Man weiß nicht, bei Hashtag mehr Schnaps. Schau gerade College Football live. Oh, sehr schön. Ja, diese Saison geht wieder los. Ich habe auch wieder, ich bin wieder in der Fantasy Football League dabei. Bist du. Was coolen wir, was coolen wir? Ja, es kann alles sein. Ja, da ist ein Haufen Scheißdreck drin, hat man lieber. Jetzt fangt's an. Jetzt wird's scharf. Naja. Wir kommen zu den ersten Habanero Tortillas extrem scharf von Kindern fernhalten. Steht mit auf der Verpackung. Sind von Blairs, oder? Von Kindern fernhalten. Nein, es sind keine Blairs, es ist Pepper King. Pepper King. Ja. Habe ich kundig gemacht, es gäbe schärfere Chips als diese, aber Diese? die kosten 3-mal so viel. Und dann habe ich mir gedacht, nein, gerne nicht. Aber die sollen auch relativ scharf sein. Magst du einen Handschuh? Geh. Ja, bei mir ist das Problem, meine Hände sind so offen. Ich weiß, wo sie sind, ja. Deswegen müsst ihr mir das verzeihen. Natürlich in Pink. Ja. Ich glaube, die Kunst gleich lassen. Das ist nur Eigenschaft. Na, das So, hast du la Nein, vista, nur beim Baby. Ganzen. Du hast ja. Oh, ja. Hast du la vista, Baby? Oh. Schauen jetzt nicht brutalst gewürzt aus. Ja, probieren wir's einmal. Die riechen alle schlimm. Kein Scheiß Ernst. Extrem scharf. Steht drauf. Ich habe nur vorgelesen. Gut zum Snacken, oder? Ja, die sind ends geil. Mhm. Boah, die sind richtig gut für den Filmabend. Die sind auch geschmacklich gut. Hm? Die sind auch geschmacklich nicht gut. Mhm. Boah, die schmecken abends. Also man merkt schon, dass sie eine gewisse Schärfe haben, aber Und die haben ein ganz leichtes Kribbeln für dich. Das habe ich bei denen jetzt nicht gehabt. ich habe bei denen mehr da gehabt. Ne, hier merke ich jetzt so ein bisschen gekribbelt. Aber das ist halt wieder der Unterschied, dass jeder Körper auf jede Schärfe anders reagiert.
Ich finde die aber so zum Schnecken echt gern. Und schon zum Fußball schauen halt. Sessogamodo in rosa, oha, ja, immer in pink. Wer meine Streams verfolgt, der weiß, dass immer etwas Pinkes dabei ist. Weil, Ausrufezeichen pink in den Chat, dann wisst ihr warum. 102.000 Zuschauer, bei denen schießt beim Essen gehen weg die Tests rum. Ich muss da oben lesen. Die Chips habe ich einmal gefressen, nie mehr. Ich finde die total, also ich finde die lecker eigentlich. Die sind wirklich so schön zum Snack. Die gibt es im Globus für 1,99. Gut zu wissen, weil ich habe deutlich mehr bezahlt. Sorry, wenn ich zu spät. Jetzt lese ich schon meinen eigenen Bot vor. Das finde ich auch ganz toll. Sogar natürlich müssen wir dich noch begrüßen. Sehr schön, dass du auch da bist. Wir freuen uns sehr. Eure Geschmackszellen sind doch einfach schon tot. Nö, wir sind einfach geübt. Ja. Und teils abgetötet. Alle Bam Bam. Schöne Grüße an Popo, Katja und Sandy. Alle Bam Bam. Immer Grüße an die raus. Soll ich mal ziehen? Ich lange einfach mal so hinter. Lange? Jetzt? Ja. Jetzt musst du vorlesen. Konnichiwa? Irgendwie sowas? Ja, ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwas mit Traube, weil das ist Traubenzucker vielleicht. Möglich. Ne? Also Traube drauf, ist wieder so ein blöder Bär drauf. Wahrscheinlich sonst vegan. Steht auch hier ganz dick dort ein vegan. Nein, ich glaube, die sind mit Beeren. Hier steht vegan. Beeren. Es kann aber auch ein Bär drin sein, dann sonst nicht vegan. Schatz, bring mir irgendwas Gescheites mit. Lucky, es ist so schön, dass du da bist. Hallo Mauzi. Magst du Traubenzucker? Immer, glaube ich. Immer. Also es kann sein, dass da irgendwas doppelt drin ist. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, nochmal so Backel sind, dann kriegt sie Traubenzucker zum Beispiel. Du kannst dich da gern bedienen, wenn du sagst, das darf gern für deine Freunde mitnehmen. Jetzt schauen wir da mal. Wie scharf das ist. Es riecht wie in der Chemiefabrik. Ist wirklich so, riecht aber dran. Ich möchte nicht wissen, was das ist. Also ich glaube, das hat mit Essen eigentlich nicht so viel zu tun. Du trägst ja sogar Pink auf Arbeit. Stimmt! Der René sagt, ich trage sogar Pink auf Arbeit. Weil Pink ist Ausrufezeichen Pink in den Chat. Dann wisst ihr mal. Pink is beautiful. Es gibt auch vegane Beeren. Ja, Braunbeeren kennen auf jeden Fall nicht dazu. Boah, ist das Zeug widerlich. Boah, das finde ich widerlich. Okay, so. Ja, das hat ja geht, mal das gar geht nichts. auf der Zunge. Ja, aber die Konsistenz ist total widerlich und es schmeckt einfach nur nach Pelz. Das ist wie wenn es dann Bären einen Buckel ablutscht. Deswegen ist er von der Bär drauf. Schon, oder? Ah, Das ist Gott. wie wenn es der Katze abschlägst. Mach mal. Na, Na. ja, pfui, das ist widerlich. Jetzt sag doch nicht, dass das gut war. Okay. Komm mal essen. Was sagt der Bayer zum Scheißen lang? Achso, ja. Schöne Grüße an meine Freundin Lucky und ihren Göttergatten. Oh no. Ja, das ist jetzt schon wieder 0,76. So ist das. Ich Ja. habe da mal 2 rausgedrückt. Die habe ich geschenkt bekommen zu Weihnachten, zum Geburtstag letztes Jahr. Die drehen wir jetzt so hier, weil dann wissen wir nicht, was. Die haben geschenkt gekriegt. Ich muss jetzt einmal kurz so machen. Die sind scharfe Beeren. Bärlis, Ja. also so Bonbons. Scharfe Jellybeans. Genau. Ihr könnt es anhand der Farbe, kann man erkennen, wie scharf das ist. Fokus! So. Und wir haben da jetzt 2 raus. Ihr darfst da eine aussuchen. Ich krieg das helle. Ich möchte ja nicht wissen, was helle ist. Aber Ich bin ein Depp, Alter. Ich hab genau das Scharfe genommen, aber. Ich Ja? glaub, ja, Deutsch ist Dollar. ja, Ja. Carolina Reaper.
Ich glaube, ich habe die da. Also schmeckt zumindest nach Habanero. Ja. Das ist aber echt komisch, dass diese fruchtig schmecken. Also das ist eigenartig. Deswegen braucht man mit mir nicht diskutieren, Sie sogar. Ich nenne dich jetzt Moro, das ist einfacher. Deswegen, das ist bei Diskussion zwecklos. Also bei mir. Und jeder kann seine Lieblingsfarbe haben, aber pink ist die geilste Farbe der Welt. Genau. Ja. Das finde ich jetzt auch scharf gerade. Das ist irgendwie eklig scharf. Ja. Und ich habe halt hier angezogen. Ich wusste nicht, was ich da ausziehen werde. Ich habe gedacht, du ziehst das. Also das war irgendwie schon. Und die haben halt einfach auf Dauer auch echt Schärfe. Ja. Puh. Haben wir schon 2 Schärfsten gehabt. Ja, Grace, genau. Oh je, die Dinger. Ja, die merke ich jetzt auch schon. Ordentlich. Na, so, oder? Den merke ich jetzt, ja. Ich brauche noch was zu trinken hier. Und da ein Mojito-Bier. Oh. Ein Mojito-Bier aus der Dose. Und dann Lecker, werde ich mir als lecker. nächstes eine Zigarette nehmen. Du darfst aber jetzt hier. So. Nehmen wir das um. Ah, fuck off, Mann. Oh, jetzt geht's los. Das ist eklig. Willkommen. With the Insects. Warum macht man sowas eigentlich? Weil wir blättern. Wir haben gefriergetrocknete Grillen, Mehlwürmer und Wanderheuschrecken. Das ist nicht einmal frittiert oder irgendwas. Nein, das ist gefriergetrocknet. Also gefriergetrocknete Himbeeren sind ja noch echt gut, aber Das sind Wanderheuschrecken. Da müssen wir uns jetzt durchfressen. also ich krieg halt definitiv keinen Knutscher mehr von meiner Frau. Safe nicht. Wir lassen das einmal da, dann kann man das vielleicht wieder einwickeln. Und wir haben ein Rezeptbuch dazu bekommen. Das ist auch sehr schön. Super. Für Snacks haben wir ein Rezeptbuch dazu. Was ist das? Das ist da oben von einem Aufkleber von einer Snackinsects.com, wo ich gekauft habe. Kannst du aufs Auto und aufbacken. Ja. Scheiße. Da. Lecker. Jetzt lecker. wird's super lecker. Ich habe mir die schon mal selber Oder gemacht. Sessi kann ich auch probieren. Je nachdem, wie ich es mir merke. Und ich habe überhaupt nicht. Es gibt noch Dschungelgelade. Oh Gott. Aha. Mhm. Das ist eine Mehlwürmer. Ja, irgendwie so, ne? Ein bisschen anders schon aus. Also ich habe Heimchen schon mal gegessen, einmal frittiert. Ich habe noch gar nicht, insektentechnisch habe ich nichts gegessen, was mir nicht beim Radlfahren ins Gesicht geflogen ist. Aber da habe ich relativ viel gegessen. Ich mag jetzt noch mal ein kleines Stück Käse zum Geschmack neutralisieren. Aber ich mach diesen, Und einmal karamellisiert. ich hab- Das kann man essen, also wenn es frittiert sind, das schmeckt wie Chips. okay. Aber... Nein, Ja, das ist, nein, komm, nein. Da fangen wir jetzt nicht mit Ohren an, gell? Na, der mal auch nicht. Na, Alter, du hau... Ah. Genau das ist der Punkt. Wir fangen da jetzt nicht mit Ohren und ihr zirkt 2 raus. Na, 3 sind's. So, ich gebe hiermit feierlich bekannt. Wir haben einen Kotzeimer. Das ist mein Spuckeimer, bei dem werde ich halt definitiv brauchen, wenn es so weitergeht. Wie wird es jetzt so wirken? Warum kaufen, wenn man es auch fangen kann? Ja, ich weiß nicht, wo es mir da steht. Hol da welche. Ja, jetzt schützt halt auf. Ja, ich glaube, das klangt schon. Ja? Wie machen wir das jetzt wieder zu mit einer Hand? Gar nicht. Der muss dabei zur Seite stellen. Gibt's die Katzen. Ja. Und eine Kleinigkeit zum Essen. Das sind jetzt Mehlwürmer. Fokus! Wo ist der Fokus? Wo ist der Fokus? Ja, einen guten. Mahlzeit. Wenn ihr nicht wisst, was ist, da ist eigentlich schon Getreide. Das ist kurz trocken. Die sind gefriergetrocknet, was erwartest du? Und die haben überhaupt keinen Eigengeschmack. Ja, ein bisschen. Lasst sie euch schmecken. Ich leide mit euch. Na, Die Vorstellung ist eklig, aber so, man kann es schon essen. aufpassen, manche leben noch. Hoffentlich nicht. Ich habe echt überlegt, ob ich im Zoogeschäft vorbeifahre und Lebende kaufe. Nein, das macht man nicht. Aber das möchte die vor der Kamera einfach nicht, da. Nein, das tut man nicht. Die krabbeln dann die Speise auf. Einen Scheiß tun die. Also das, was ich gerade im Mund hatte, krabbelt nirgendwo mehr hin, selbst wenn es gelebt hätte. Aber das ist so zusammengemanscht. Das, was ich mir an Alkohol reingesoffen habe, den letzten Tag,
No chance. So, dann kommen wir jetzt zu den Heimchen. Nee, Ja. jetzt sind Heimchen, ne? Ja, das sind Heimchen. Und wie heißen sie denn offiziell? Heimchen, sagst du? Was? Ja, Grillen. Grillen, kleine Grillen. Mhm. Auch hier machen wir wieder so ein Viertel voll. Ein Viertel? Ich finde das nicht schlimm. Nö, ja, Viertel ist okay. Na, ganze Viertel. Ganz ehrlich, Es ist halt sehr trocken und geschmacksneutral, aber es ist halt einfach bei uns in der westlichen Küche. Ja. Auch hier wieder Fokus! Gibt es halt kaum Insekten zum Essen. Ist tatsächlich so. Es gibt aber in München, habe ich gehört, ein Restaurant. Jetzt ist mir eine runtergefallen. Nicht, dass die nur alive ist. Also ich kenne es aus Asien, aber Das ist dein großer Vorteil, du warst da schon. ja, Die ist jetzt runtergefallen, ja. aber Steak ist mir halt doch lieber. Ja, hallo. Also, Ja, runter damit. Mahlzeit. Aber. Ja, deutlich mehr Eigengeschmack. Mhm. Immer noch trocken. Ich schicke Geflügel getrocknet, die müssen trocken sein. Ja, Nö, trocken. Aber neutralisiert gut die Schärfe von den Chili Beans. stimmt. Die ist aber schon gar nicht mehr vorhanden. Das eine kleine Stück Käse hat angegriffen. Ja. Komm, essen. Nein, ganz ehrlich, wenn man nicht wisst, was ist, Ja, wenn es kaum sagt, dann frisst wahrscheinlich ja jeder. Aber, schmeckt jetzt nicht schlimm oder so. na, cool. Ich habe aber gedacht, dass das Zeug mehr Eigengeschmack hat. Vielleicht der Kakerlaken. Und da reicht uns da eine oder wollt ihr da 2 oder 3 sehen? Ja, ja, eine reicht, das passt schon. Nein, dann dürfen wir jetzt, darf jetzt der Chat entscheiden. Ihr habt die Auswahl zwischen 1, 2 und 3. Ich weiß. Die erste Zahl, die ich im Chat lese, gewinnt. Was willst du hier im Westen auch essen? Ein Insekten, Marienkäfer oder Hausspinnen? Kann man alles essen. Du bist doch genauso blöd wie ich. Sicher, So schlimm? Merkst du es bei Na, dir, der oder? Geschmack ist nicht schlimm, aber dadurch, dass ich weiß, was das ist. Hast du erst den Kopf und Flügel entfernt? Nö. Sind das eigentlich Insekten? Ja. Ja. 3, es war klar. Es ist mein Patenkind, das 3 schreibt. Darf man sowas zeigen in die Kamera? Nein, Darf man nicht. nicht bei meinem Patenkind. Er hat dich total lieb. Oh, sei froh, dass es nicht der Grubby oder der René waren. 10, 6. Es hieß zwischen 1 und 3 Kind sie nicht 10. Ja, ihr seid echt nicht nett zu uns. Lässt du das nicht dran? Tut mir das weg? Ja, ich dachte die Flügel weg da. Schau mal, das ist eins, das zahle ich Ich Zeug. friss das komplett nicht. Das ist alles Zeug, das gehört gefressen. Ja, viel Spaß dabei. Ich hab keinen Bock, dass mir das zwischen die Zähne hängt. Weißt du, Besser als irgendein scharfer Scheiß. wie das ausschaut, Basti? Wie wenn du so eine kaufst für deine Reptilien. Soll ich das wirklich mal? Ich hab keine Reptilien. Und, ja, aber und irgendwann verrecken die Viecher heute. Ja. Weil die kannst du nicht so herfuhren, dass die ewig Jetzt habe halten. ich ihm wehgetan. Hast du die Beine auch weggerissen? Bei mir waren keine Beine dort. Bei mir sind Beine zurückgefallen. Jetzt ist ein Bein abgebrochen. Das ist Oh! Ja, Ja, warte. lecker. Nee, meine Marienkäfer und Hausspinnen. Ja, kann man auch essen. Immer noch. Theoretisch kannst du bis auf giftige Ich Insekten, find glaube ich, das alles jetzt- essen. das jetzt- Das ist nicht schlimm. Ich habe ja gedacht, dass da ein bisschen mehr. Geschmack drin ist. Ja, irgendwas. Und erwartest du von Insekten. Schmecken die Flügel mehr? Ich hab Ameisen gegessen, die haben mir süß-sauer-Sauce geschmeckt. War das cool. Das ist geil, ja. Hockst will dort ich auch. und War das will ich auch. Flügel sind auch gleich weg. Ja, 1, 2, 6, 10, 3. Wir können zählen. Ja, ich merke, dass ihr zählen könnt. Grubby, du hattest zu viel vom Hashtag. Ne? Die Flügel sind echt zäh. deswegen habe ich es aber da. Ja, ich hab's halt einmal probieren müssen. Du hast es bestimmt auch einmal mitgegessen, oder? In deinem Leben. Die habe ich noch nie gegessen. Ja. Ja, lass uns anstoßen. Ich würde den Geschmack gerne runterspülen. Oh, alle Bam Bam. Alle Bam Bam. Magst du das Dunkle oder lieber helles? Helles war mal lieber. Oder das? Helles. Dann unterhältst du jetzt unsere Community. Ich glaube, ich zupfe schon mal das nächste Drum raus. Wo kannst jetzt derweil mal die Flügel mit dem Scheiß wegräumen? Genau. Glaubst du, Katzen fressen sowas? Ja, die fressen unsere Spinnen und so. Ah, das kann schon sein.
Ich denke mal, das Katzenleckerli probieren nachher. Muss aber schon, dass das. Ja, Du musst dazu sagen, dass das ist jetzt echt enttäuschend. Ich habe einfach mehr. die sind Gefriergetrocknet. nur gefriergetrocknet. Die sind nicht gewürzt, die sind nicht frittiert oder irgendwas anderes. Trotzdem habe ich ein bisschen mehr erwartet, weißt du? Ich habe gerade Insekten gefressen. Löffelweise. Dann hätte ich am gleich sagen können, dass Insekten nicht so den brutalen Eigengeschmack haben. So. Flügel sind weg. Ich weiß nicht, warum ich so einen Scheiß immer mitmache. So, jetzt schauen wir mal ins Nikolaus-Sack rein. Boah, ist da viel drin. Mochis! Mit Durian. So Mochi. Also ich glaube, das ist eine Art Reisteig. Was nicht, kennst du Mochis? Du hast die Kotzfrucht ausgepackt. Mit Durian. Durian nennt man die Stinkfrucht oder Basti sagt Kotzfrucht dazu. Ja, wenn du Kotzfrucht im Internet eingibst, kommst du auch auf Durian. Also ich bin leider in Asien noch nie dazu gekommen, dass ich auch nicht essen kann. Ja, ich weiß nicht abstützen. Der Tisch ist leicht instabil. meine Aber Freunde. also, sie soll wohl nach Mochis. Käse, Da Schmecker, kennt- alten, sie sehr, kennt sehr Mochis. alten. Wieso kennt sie Mochis? 12 Jahre und kennt Mochis. Auf eine schöne Magenverstimmung. Ja, Grabby. Da zweifle ich heute überhaupt nicht dran, dass ich heute noch eine Magenverstimmung kriege. Ja, ne? Ja, Mochis ist was Leckeres. Eigentlich wollte ich eine rauchen zwischendrin. Aber Flaschenöffner hängt da oben. Glaube ich nicht. Oh Gott. Mochis sind gut. Durian. Jetzt so das Ding jetzt. Durian soll aber hauptsächlich am Geruch liegen. Na, es soll wohl auch nach Käse Zeug mit schmecken. Reis, Pappe, ich hab grad einen Kern ausgesucht. Ja, Reisteig heute. Und entweder du liebst Durian oder du hasst es. Aber das hat doch mit Reis nichts zu tun. Das schaut aus wie. Oh, das fühlt sich aus. Oh, nee. Das ist geil. Das Schlimme ist, dass ich mir keine Joker gegeben habe. Ich habe dir einen gegeben. Mhm. So bist du so. Dein Eimer willst dir danken. Oh, das fühlt sich an wie Gelee-Rotz. Komm, schau mal. Mm. Gelee-Rotz mit Kotzfrucht. Na toll. Die Mochis auch. Ich muss da oben lesen. Ich versuche immer da durchzulesen. Das ist ein bisschen schwierig. Auf eine schöne Magenverstimmung. Das Zeug ist so mit Reispappe drumherum. Hatten wir auch. Hab Mochis auch schon gegessen. Flutschen so schön die Kehle runter. Naja, ob ich flutschen eher Papp, das zeigt die Kehle, ob ich. Also die Konsistenz in der Hand sagt zu mir, ist es nicht. Eiswasser. Boah. Also ich glaube, wenn du jetzt irgendwo hingehst, in ein Restaurant, und die machen Mochi selber, keine Ahnung, ich glaube, dass die Konsistenz einfach besser ist, als wir die einpackten Dinger da. Mei und Durian, so schlimm. Nein? Aha. So schlimm schmeckt es eigentlich nicht, oder? Das hat überhaupt keinen Geschmack. Es geht mir nur um diese klebrige Konsistenzscheiße, die sich gerade in meinem Maul befindet. Da hätten sie jetzt viel Leute drauf gespielt, gell? Auf die Konsistenz. Echt? Ja. Ich hab's gerade noch verhindert, danke. Mach dein Bier auf. So. Was nehmen wir? Das Was ist nehmen widerlich. Du kannst auf dem Tisch alles nehmen, bis auf das Feuerzeug hier. Und mein Handy. Zum Glück habe ich das noch dazu gesagt. So. Jetzt wichtig, damit kein Webs reinkommt. Exotischer Saft. Ja, Könnte ich dir einen anderen auch anbieten. nein. Ach Gott. Oh. Was hast du alles für Scheiße gekauft? Ja, ich habe das Geld auf die Welt gekauft. Geschlafen gekauft. Wenn jemand in den Chat schreibt und auf den Cent richtig liegt bei dir, für das Geld, für was ich da in dem Sack eingekauft habe, inklusive dieser 2 Chips, wenn er genau die richtige Summe reinschreibt, dann kriegt er von mir ein 10 € Giveaway für
Playstation oder Xbox oder was weiß ich. Oder Amazon. Oder Amazon oder was weiß ich, für was halt die 10 Euro gern brauchen. Hashtag Werbung. Nee, das hat mit Werbung nichts zu tun. Ich krieg von denen ja nichts. Ich zahle das ja selber. Produktplatzierungen. Boah, ich krieg den Geschmack von dem Scheiß da wieder. Ja, dann spül's ja, halt ich auf. spül's doch. Soll ich es erstmal mit Bier runterspülen? Spül's mit dem, gleich? glaube ich. Das ist ein exotischer Saft. Exotischer Saft mit Drachenfrucht und Himbeeren. Ich stehe übrigens total auf Himbeeren. Ich weiß gar nicht, den habe ich gesehen und man denkt, das passt irgendwie, das ist irgendwie ausgefallen so ein bisschen. Ja, das ist eigentlich ein Joker für uns beide. Ja, vielleicht habe ich den zufälligerweise gerade nach den Mochis gezogen. Ex und weg, das geht nicht. Ich kann nicht Ex und weg machen. Der Chef braucht ja was. Der Chef. Lieb. Vielleicht hätte man den vorher schütteln sollen. Außerdem ist das bloß ein Fruchtsaft, mehr das ist ja Ja, nicht. als nächstes gibt es Chili. Mhm. Aber da darf der Chat entscheiden, welche. Das Ja. ist ein Deal, oder? Ja, machen wir so. 1, 2, 3, 4. Und die sind ja schon raus. Ja, cool. Stimmt. 1, 2, 3, 4. Auf geht's. Jungs, Mhm. Mädels. Magst du mal einen Schluck? Na, sauf du den. Mir schmeckt der absolut überhaupt gar nicht. Ich finde den total widerlich. Da sieht man wieder, wie die Geschmäcker auseinander. Ja, das ist es. Ich finde es total widerlich. Kinders, oh Leute, das ist definitiv keine gerade Summe. 120 Euro, 89 Euro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. In den Chat. Welche Chili wird jetzt gegessen? Dafür möchte ich aber noch ein bisschen Geschmacksneutralität schaffen. Weil schlimmer schmeckt der Käse oder die Mochis. Nein, überhaupt nicht. Der Käse ist ja Emmentaler. Also, okay. Wir sind ja Bergkrasi oder so hier in Kindern. Nein. Alter, ich weiß was der 3. 3. Sassy und René sind für die 3. Merkt man das? Weiß ich nicht. 152,86. Ja, Der ganz erste, so der- heftig war es doch nicht. Die 4 von der Grace. Grubby ist der erste, der zumindest eine Summe rausballert, die vielleicht grob hinkommt. Aber auch nur, weil er eine Kommazahl geschrieben hat. Das ist das, was so grob dran reicht. Grubby ist für die 2. Momentan ist die 3 vorne. Das wäre der kleine grüne Hundling. Das ist der, den die Corinna für so extrem scharf hält. Okay. Aha, Es gibt übrigens keine Gnade, gell? Das ja, heißt, mein Mong ist eh schon so am Arsch. Ja. aber versprochen, wir schaffen das. Rein, runter. Mann, jetzt das erste Mal. Nicht so wie die türkischen, die du mir da, was waren das? Wo kamen die her, die du das letzte Mal dabei gehabt hast, als wir im Spieleabend waren? Waren die scharf? Ja, Ja, das waren die Bird's Eye Chilis, das sind Thai Chilis. Santai Chilis. Ja, die sind bösartig. Die kommen aus der Türkei. Die kommen aus der Türkei. Und die Türken führen mit 2:1:1. Jetzt haben wir einen Jetzt Ausgleich. haben wir, Zwei. nein, Grubby, zweimal voten funktioniert nicht, Grubby. Wie viel haben wir? 5. Einer fehlt noch. Basti fehlt noch. Basti, hau noch eine Zahl raus. 1 bis 4. 1, 2, 3, 4. Die hier sind schon raus, die haben wir schon gefressen. Ja. Ja, ich lass da, ich friss die zwischendrin. Das ist gut. Ich mag die total gern. Entweder auf dem Grill oder nicht auf dem Grill. Ich hab so Angst vor deinem T-Shirt. Schöne Grüße von der Mutter. Ich hoffe, ihr habt feuchtes Klopapier. Morgen dann, ja. Darf man mehrmals tippen? Ja, du kannst mehrmals reinschreiben, wir beachten es halt nicht. Aber ich glaube, wir kommen auf die 3. So. Pass auf. Es sind 2 große Mann. und eine kleine. Oh, du bist so ein Arschloch, Alter. Oh, Scheiße. Ja, natürlich bin ich ein Arsch. Es sind 2 große, eine kleine. Ja, das ist die 3. Ich ziehe jetzt erst eine für dich und dann eine für mich. Erst für mich, dann für dich. Mhm. Gut. Der die große ist wegbleiben, gell? Da, nimm die. Nein. Ja, komm, es ist geil, alles gut. Ich weiß auch, was ich mich einlasse. Der Was, kommt dann Basti weiter. lässt Gnade walten. Natürlich lasse ich Gnade, weil es ist mein guter Sigi siegreich. Ja. Und wir gehen jetzt siegreich durch die Green Little Chili Challenge. Türkische Chilis mit einem absolut sauren Beigeschmack. Ich finde die total sauer.
Schärfe Und- kommt hinten aus. Das sind ganz hinterfotzige Bastarde. Esstierren. Mit oder ohne Kerne. Alles bis zum Stiel. Komplett. Alles weg. Ja, wirklich scharf sind die nicht. Finde ich auch nicht. Ich finde die überhaupt nicht scharf. Alter, ihr wird schon gemeint, was da kommt. Ich habe dir nur gesagt, was die Corinna gesagt hat. Ich glaube, dass die werden deutlich schlimmer. Gibt es dann die Story dazu? Später, wenn es weit ist. Wobei die schon anfällig aus. Aha. Also das sind jetzt noch Chilis und das dann Jalapenos. Meine Habaneros sind dieses Jahr komplett abgekackt. Alles tot. Tomaten ist auch nichts geworden. Ein paar. Aber Ja, die wenig. waren langweilig. Die brauchen wir ja nicht hier. Aber ich sagen muss, es ist so tragisch bei den Habaneros. Keine Trinidad Scorpion, keine Carolina Reaper. Die sind schärfsten alle Sorten. tot. Mhm. Alles tot. Das Einzige, was ein bisschen gekommen ist, ist die White Habanero. Und die muss ich aber noch ein bisschen reifen lassen. Die hängen noch am Stamm. Ja, hinten noch. Oh. Ich finde es nicht verkehrt. Also ich finde die nicht schlimm. Ja, das Problem ist, Bier macht es halt meistens dann. Ich finde Bier löscht. Also wenn ich wirklich scharf esse, habe ich immer gern Bier am Mann. Du kannst auch gern bei mir mit rauchen, wenn du möchtest. Dann musst du nicht die ganze Zeit wüten. Ich habe hier noch und im Notfall ist da hinten noch eine Schublade. Braucht man nichts dazu sagen. Was? Wegen dem Beutel. Nein, wegen 17 Euro. Ah ja, kostet 17 Euro die Schachtel, ist richtig. Und in der Stange sind 3 Schachteln drin. Wie steht's denn bei Bayern? Ne, spielen noch nicht, oder? Doch, die spielen seit 9 Minuten. Wie steht's bei Bayern, Kinder? Ihr müsst mich auf dem Laufenden halten. Ich glaube, ich hätte mit dem Kälte mehr Schwierigkeiten als mit der Chili. Warst du laktoseintolerant? Er auch. Ja, aber den Käse finde ich so ganz. Auch so snacktechnisch finde ich den ganz praktisch. Dann muss man jetzt wieder den Fackel lernen, ne? So sagst mir, wenn es zu viel wird. Passt schon, alles gut. Wenn es zu viel wird, erstmal bloß noch den einen Chip und dann hören wir auf. Nein. Ich habe dir versichert, dass ich heute noch Speib. in den Eimer reinspeib. Ja. Und da arbeiten wir jetzt einfach mal drauf hin. Muss ich ziehen? Ich muss ziehen. Wie lange machen wir jetzt den Schmarrn eigentlich schon? Gute Holge. Wir sind wieder in der Asia-Box. Ich hab eine Jupp-Laktose und Jupp-Laktose in die Hose. Wer ist diese Bayern? Wie steht's denn beim FC Bayern München gegen Leipzig? Wie steht's bei den Dosen gegen die Millionäre? Lepsch! Leipzig. Lepsch! Das ist das Bei mir Problem. auch jetzt die Nase zu. Genau. Durch die Chilis musst du einfach ratzen. Ja, machst du auch Backer. Das ist irgendwas Mulchiges, oder? Ich erkenne gar nichts aus. Also von der Verpackung her, Keine Ahnung. du hast schon reingehalten, oder? Ja. Ja, ich sehe es gerade. Sabine telefoniert gerade oder sie scheißt die Katze ab. Sie ist laut. Boah, ich hoffe, mein Magen macht das heute alles mit. Seht ihr das? Das schaut so nach Schon wieder- Brotkanten aus. Nach Krustinis oder Schweinekrusten. Boah, Schweinekruste wäre eins geil. Schweinekrusten haben wir überlegt zum Kaffee, weil die relativ ausgefallen sind. Aber die sind saugut. Mag ich total. Schweinekruste sind eins geil. Hier, so schaut es aus der Nähe dann. Oder mal da vorne. Na, das ist ja Blätterteig. Kann das sein. Nein, das ist schon eine Schweinekruste. Ja, da sind Hunde drauf abgebildet. Also. Also, gell, das kann das sein, dass es aus China kommt. Ja, das kommt definitiv aus dem Lande, wo ich es nicht spreche. Da bin mal ein paar 10x85 Packs machen und höre streamen wie ein Podcast. Ja, finde ich okay. Ich schreibe, wenn einer speibt. Basti 00. Danke. Oh, könnte ein bisschen salziger sein, finde ich. Also recht geschmacksneutral. Ja, schmeckt schon Ich muss fast. da sagen, inzwischen habe ich hier hinten so ein leichtes Brennen von der Chili. Echt? Mhm. Okay. Aber nur da hinten. Also ich habe Mach's sie rechts aber. gekaut. Na, du hast gesagt. Wir haben noch ein bisschen was im Sack.
Kannst du auch ganz schnell zusammenfressen, wenn du magst. Na, Auch nicht der Punkt. Aber ich bin noch weit davon entfernt, dass ich einen Mulch brauche oder so. ja, ich schon. Aber ich glaube, dass unsere Kandidaten am Ende. Ja, ich habe wirklich Respekt davor. Oh, jetzt hat er es geschafft. Jetzt hat er es geschafft. Jetzt hat er was rausgekommen. Oh, das ist auch nur so komisch einbackelt. Ja, das ist weit hergekommen. Das ist weit entfernten Landen. Also Österreich. Nein, Nein? weit entfernt. Du Scherzkeks. Und dann kippt es in so einer Verpackung. Skandinavien. Oh. Also der Basti hat nicht nur Scheißdreck eingekauft, sondern der Basti hat auch richtig geiles Zeug eingekauft. Ja. Kennst du das? Ich kann mir denken, was das ist. Wörmos oder so ähnlich? Wörmos heißt das. Und kommt irgendwo aus Skandinavien und ist dort eine Art Trockenfleisch. Und eine Spezialität. Und die habe ich mir erlaubt zu erstehen. Und er hat mir scheinbar nicht geglaubt, dass ich nicht nur Scheißdreck eingekauft habe. Ich habe mir mehrfach gesagt, da sind auch wirklich leckere Sachen dabei. Aber er hat es mir scheinbar nicht geklappt, sonst wäre er jetzt nicht so überrascht. Nein, ich habe Trockenfleisch gekauft, tatsächlich. Aber ist es Rind oder Ich glaube, es ist Rentier? Rindfleisch. Rindfleisch. Tierfleisch. Tierfleisch. Totes Tier. Totes Tier. So, wir machen das mal. Hört man das? Nein, das hat man bestimmt nicht gehört. Ich hab gedacht, das ist ein bisschen fettiger irgendwie. Ein Trockenfleisch. Ja, das kann passieren. Oh, scheiße. Wie soll ich denn da durchkommen? Ich bin vorhin durch das Lakritzzeug schon nicht durchgekommen. Oh, da! Genau, oder? Hat es gerade gebrochen? Ja, schaut also. Nicht ablehnen. Da fast aus dem Würstel, ha? Musst du das aber zur Seite legen schon? Das hört sich ein bisschen hart an. Oh ne, es ist deutlich weicher, wie ich sich gedacht habe. Es ist ein Würstel, also das ist der Darm rum. Zutaten. Rindfleisch. Na? Ich habe auch andere Tiere drin, das weiß ich. Und damit meine ich nicht die Insekten, die schon drin waren. Nein. Katze ist auch nicht drin. Es schmeckt aber gar nicht schlecht und es ist doch tatsächlich fettig, wie du siehst. Deswegen wahrscheinlich so eingeschweißt. Aber es ist ein Würst. Ja, Wurst. Und es ist nicht annähernd so hart, wie ich gedacht habe. Durch die Verpackung habe ich gedacht, das ist steinhartes Zeug. Ja. Also für Trockenfleisch, für Leute, die Trockenfleisch mögen, ist das wirklich eine nette Idee. Ein netter Ersatz auch mal. Als das klassische Trockenfleisch, was man so kennt. Ja, hat schon was. Ich finde das jetzt nicht schlecht. Schmeckt nicht schlecht. Zusammenfressen. Du ziehst. Nee, doch, zieh du. Das ist ein glücklicheres Händchen nicht. Nein. Oh, wir haben den Mund noch voll. Ich habe den Mund zu voll genommen. Ja. Jetzt kommen wir raus, gelüftet können. Ich weiß nicht, ob ich das Backer nehmen will. Ich weiß es nicht. Oh, mein Horror, jetzt geht's los. Das ist für mich der Horror. So, also der Basti ist ja nicht so ein bekennender Vegetarier. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass Bio draufsteht. Es ist absolut unmöglich. Diese Packung kann nicht existieren, da darf nichts drin sein. Wie meinst du? Darf nichts drin sein. Was ist eine Wurst? Aber das ist so lächerlich mit den Verpackungen. Nein, jetzt grundsätzlich mal. Was ist eine Wurst? Was ist eine Wurst? Eine Wurst besteht aus totem Tier. Wie kann es also vegetarische Würstchen geben? Aber Katrin Groß und Thomas Becker wissen es besser. Ja, die wissen es absolut viel besser. Am Arsch. Das war übrigens der Vorschlag von meiner Frau, dass ein veganes oder vegetarisches Zeug kommt. Das hier ist eine Wurst ohne Tier. Eine Wurst! Jeder Wurst ist das! Da war ich am Überlegen, ob ich mir einen Joker gebe für. Echt? Ich gebe es zu. Aber Also Rührer deren fast für Wiener. Wow. Der Geschmack ist auch ähnlich, aber die Konsistenz ist einfach nur widerlich. Bäh.
Nein, Das ist wieder Leber. Das schmeckt auch überhaupt nicht nach Hühner. Ja, ein bisschen irgendwo. Na. Oh. Das ist widerlich. Mhm. Die kannst du selber fressen. Das ist absolut widerlich. Gibt's die Katzen, vielleicht checken es die nicht. Das ist so widerlich. Bah. Kinders, vegetarische Würstchen schmecken scheiße. Und aber vegetarisch, nicht vegan, gell? Ja. Vegan kommt noch. Bei Veggie-Wurst ist Geschmackssache. Ja, grundsätzlich ist es Geschmackssache. Ich finde es widerlich. Ja, an jedem das Seite, wenn jemand. Hast du die ganze gegessen schon? Ich habe die ganze Wurst gegessen. Ich Ja. wüsste es nicht. Man musste auch nicht. Du hast einen Teil gegessen, damit das kein Joker verschwendet. Sicher nicht. Nicht für so einen Mann. Boah, das ist widerlich. Ich glaube auch nicht, dass du den Joker noch verschwendest. Ich glaube, du ziehst es durch. Doch, wenn du das reingetan hast, was Von du. der Marke gibt's Veggie Beefy in Teigtaschen. Ich Wer's hoffe, noch? ich hoffe, dass der Teig besser schmeckt. Ja, genau, jetzt geht's gleich weiter mit dem Schmecken. So, jetzt haben wir vom vegetarisch zu vegan. Jetzt gibt's nämlich Mühlen-Nuggets. Na, Basti, hast du Freude? Ich hasse dich. Dass du direkt hintereinander rausziehst. Du hast genau gewusst, als du die Packung in der Hand hattest, dass nochmal so eine Scheiße kommt. Ja, sagen wir mal. So, Ah. jetzt haben wir ein Problem. Wenn die eigentlich 5 Minuten in die Pfanne kehren. Na, die fressen wir so. Oder Genau. bist du nicht hart genug? Wir sind Wuide. Das ist widerlich. Also ja, das Es gibt ist ja auch widerlich, wenn es aus der Pfanne kommt. Also es ist wurscht, dann kann es auch Morgen ganz widerlich sein. definitiv Scheißerei. Ne? Das hier ist. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich will es auch nicht wissen. Findet ihr jetzt nicht so schlimm wie die anderen? Ich glaube, wenn das jetzt im Fett rausbrotzt, Aber dann muss ich sagen, dass da wahrscheinlich auch nicht viel Schlimmeres drin ist wie bei McDonalds in den Nuggets. mit Sicherheit nicht. Aber dumm ist halt, dass ich weiß. Mhm. Rohe Veggie Nuggets, ja, das trifft ganz gut. Das ist genau der Satz, den ich gerade nutze. Rohe Veggie Nuggets. Das, also was ich finde, das Problem ist, dass man einfach versucht, ein Fleisch zu imitieren. Wenn ich Vegetarier bin, dann brauche ich keinen Fleischersatz. Dann Ja. soll ich Gemüse fressen. Dann habe ich mir das so ausgesucht. Boah, nee. Ja, das ist nicht so schlimm gewesen. Ja. Besser. Besser. Aber das Chaos ist schon ganz schön zart, habe ich. Boah, ja. Also ich würde den Zubereitungstipp, wenn du so essen willst, definitiv empfehlen. Warm schmecken sie anders, sagt er. Ja, glaube ich auch. Ja, muss ja durch. Musst du busy? Ich wollte das durch, ja. Dir das rein muss irgendwann wieder raus. Ja. Ich bin froh, wenn der Geschmack aus dem Mund ist. Ne, ist gar nicht meins. Ne, überhaupt so nicht. Übrigens, vielen Dank für 6 Zuschauer und 3 Likes. Finde euch super. Irgendwie spackt die Kamera ein bisschen rum. Jetzt hat er die Tür offen gelassen. Miezekatze raus. Heute geht es hier um Essen. Darfst du leider nicht. Magst du unbedingt mal rein? So. Darf ich vorstellen? Schauen, hier vorne. Hier. Schauen. So. Gehen wir wieder. Oh. Also ich hoffe für Vegetarier, dass die warmen besser schmecken. Na. Gar nicht meins. Überhaupt nicht.
Haben wir noch den komischen Energy drin. Bayerische Redewendung. Ich muss auch pipi. Geh, sagt er. Hast du schon was raus, du? Nein. Neu. So. Mal wieder gruschen. Weil der Kerl will mich echt umbringen. So. Sagen, ja, getrocknete Chilis mehr oder weniger. Ah. Das Problem ist, ich weiß, dass das nicht das Schlimmste sein wird. Ich weiß, dass eine von den drei deutlich schärfer sein wird. Hast du was raus? Ach Gott. Ah! Magst du jetzt einen Liedfick gleich fressen, oder? Nein, da bin ich mir nicht sicher. Ich gebe ich zu. Ah, Da bin ich wieder. Jetzt habe ich auch mal busy müssen. Ich habe schon angekündigt, dass die werden scharf sein, aber ich wette mit dir, dass eine von denen drei schärfer ist. Ja, wir gern aber nach der noch was anderes essen, bevor wir dann übergehen, oder? Also die haben 200.000 Scooby. Ja. Ja, Das heißt- bis zu. Das heißt, dass die um 2 Millionen milder sind wie der Chip. Ich wollte dich nur noch mal dran erinnern. Ich weiß, dass wir sterben werden. Meinst du, da können wir einen Löffel voll essen? Boah, ich glaub's. Schon! Mir dreht sie jetzt schon am Morgen, weil er gleich weiß, was ich am Nein stopft. Ich glaube, der dreht sich eher um, weil wir so viel Scheißdreck durcheinander fressen. Forcierst zu nicht salzig, aber Lakritze. da habe ich echt mehr erwartet. Von den Lakritz-Dingern habe ich deutlich mehr erwartet. Ja, ich War weiß schon nicht. enttäuscht. ich mag- Salted Lakritz hot. Ich habe gar nicht scharf. Es hat halt nur nach Lakritz geschmeckt. Naja, okay. Ich mag am Lakritz Hast auch. du schon gerissen? Ja, ist scharf. Wenn er wach ist ein bisschen, so wie die Lakritz-Schnecken, die schmecken auch nicht so extrem. Ich finde, lasst sie besser essen wie sowas. Gönnt euch, ja, Crazy. Magst auch eine? Du hast immer geschrieben, du isst so gern scharf. So schlimm gleich. Ho! Hab was. Ah, verkauf, Mann. Ah. Na, ich friss da kein Liefi raus, gell? Teilen wir uns den. Ja. Den teilen wir uns, oder? Hast du jetzt 3? Eine geht noch 4. Ohne noch. Ja. Ja, da. Lass dir schmecken, Basti. Mahlzeit. Ja, wie er so trocken hat, gell? Ist das. Ich finde schon mal enttäuschend mild gerade. Ja, wart's ab. Könnten unsere Hintervorzüge sein. Weil es getrocknet schon. Ja, aber selbst schlägst du. Im Geschmack ist ja kein guter nicht. Ne? Mindestens haltbar bis Ende 2019. Ah. Nein, 23. Das sind ganz frisch gekauft. Ja. Ja, so hinten noch. Ja, es kribbelt. Aber irgendwie enttäuscht. Na, kommt schon scharf. Ja, wenn du 200.000 jetzt für scharf empfindest, dann könnte dich der Chip tatsächlich killen. Also ich merke es ordentlich kribbeln im Mund, aber das Schmerzempfinden, was ich normalerweise kenne, du schwitzt, Alter. Du glänzt richtig. Glänze ich auch so? Nein. Ich sehe es nicht. Saft. Ja, die sind jetzt nicht für Untrainierte sollte das, oder für nicht Scharfesser, dann wohl eher nichts. Oder was, wie lange ich nicht mehr gescheit scharf gegessen habe. Ja, das ist der Fehler. Oh.
Basti möchte nicht unsere Windeln wechseln. Boah. Ich möchte seine auch nicht wechseln, wenn er irgendwas anderes isst. Also, Jetzt gehen wir was hoffen. dass was Mildes kommt. Oh. Zieh noch mal einen Kas raus oder so. Wir sind ja ätzende Scheiße. Ja. Da ist ganz viel von dem Zeug drin. Paket mit Monster Talica. Oh, das Bäuerchen war hart. Oh, das Bäuerchen, das war scharf. Das Bäuerchen war scharf. Oh. Also wir haben hier wieder irgendwas, was wir nicht wissen, was es ist. Ich weiß nicht, ob ich die Chip überlebe. Schnupper. Ja. Die sind echt hinterfotzig, die kommen ja endspät. Ja, aber ordentlich, gell? Das ist, weil die getrocknet sind. Und weil wir 3 gefressen haben. 4. 4. Oh ja. Aber dann waren es ja 800.000 früh. Und selbst das ist dann erschreckend, was das Ding noch haben soll. Oh ja, der tötet uns tatsächlich. Oh, da ist ein Loch drin. Hui. Der ist zum Aufspießen. Aber. Hm. Oh. Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Aha. Die waren schon bitter ans Ende hier, oder? Ja, hinten raus waren die echt böse. Aber total enttäuscht erst. Und wirklich total enttäuscht. Ja, das ist, weil es getrocknet sind. Ist halt auch gleich wieder vorbei, jetzt muss ich sagen. Ja, jetzt geht's schon langsam wieder. Aber das ist schon. Das finde ich erstaunlich lecker. Und es mildert wieder. Ich finde das total lecker. Du nicht? Gönn dir. Hm. Findest du nicht gut? Ich finde das total lecker. Ja, keine Ahnung, was es ist, aber es schmeckt so ein bisschen nach geräucherten Bacon. Bacon. Ja. Irgendwie wird der Song nicht lauter, kann das sein? Ja, weil wir gerade dabei waren. Das ist dasselbe wieder, oder? Nein, es ist anders verpackt. Da hat er andere Farbe. Oh, da ist ein Burger drauf. Und da auch Affenburger-Geschmack. Keine Ahnung. Das schaut aber genauso aus. Hat auch wieder Oh Gott, hey. Die Frage ist, wenn ich jetzt Nein gesagt hätte, mit wem hättest du das dann gegessen? 2 Personen hätte ich noch da. Also die Börzer waren jetzt scharf. Die waren schon gut scharf. Ja, aber wir haben Essbar? halt auch viele gefressen. Essbar. Ja, das ist nur ein Chip. Ja. Ach, habt ihr nicht so. Ich kenn mindestens einen, der safe das Ding mitgegessen hätte. Den kennst du auch. Ja. Der ist aber dumm verträgt mich. Der weiß es auch vorher, aber er sagt nie nein. Ja. Manchmal ist aber Nein sagen die klügere Variante. Richtig. Hast du nein gesagt? Mhm. Depp. Aus der eine. So, was haben wir noch? Ich finde das nicht schlecht. Also Reispuffer. Ja, das hat aber. Ich finde diesen Gewürzgeschmack, den es drauf hat, finde ich nicht verkehrt. Das ist besser für das andere. Findest du? Ich fand die beide jetzt nicht verkehrt. Und sie mildern wahnsinnig gut. Also Wir das müssen mit auch mal Affenfleisch so ist eine besser. Süßigkeiten-Box bestellen und die dann mal ausprobieren. Liebe Grace, was meinst du, was in diesem Sack ist? Ist das? Oder Ja. magst es du? Nein, isst du? Weil jetzt essen wir einen veganen Proteinriegel. Der kann eigentlich auch, weiß ich nicht. Ja, fettiges ist Zeug. Der Wahnsinn, ne? Wir können ja noch keinen Finger drin waschen. Schokoriegel, achso, warte, hab ich vergessen hier. Veganer Protein Bar. Ja, das brauchen wir halt, Chocolate-Geschmack. weil wir schon so viel Sport gemacht haben. So schaut es innen aus. So. Ja, Das Schlimme ist das Durcheinander. ja, ich glaube auch. Von Sears auf deftig und Ja, Sashi, wir sind dabei. Sashi, verdammt. ne. Ja.
Naja. Das ist auch widerlich. Das ist wirklich geschmackswiderlich. Es schmeckt irgendwo noch Schokolade, aber es hat für seine ätzende, sämige Konsistenz. Bei Asier Sachen ist sogar der René dabei. Siehst du, für Asier Scheißdreck hätte ich schon einen. Dann gebe ich ihm die Instant-Nudeln in der roten Verpackung. Die schärfsten Instant-Nudeln der Welt. Die überhaupt keinen Eigengeschmack haben. Das ist wirklich nur konsistenzneutrale Barts-Scheiße in deinem Mund. Aber Extrem scharf. und Chilis. Ja. Ich hoffe nicht, dass das da drin liegt. Nein, habe ich auf die Schnelle nicht günstig rangekriegt und ich wollte den Preis nicht bezahlen, den die haben wollen. Glück gehabt. Das ist widerlich. Vor allem, du willst es dann auch roh fressen, oder wie? Nein, die hätte ich tatsächlich, da hätte ich einen Wasserkocher her. Ein wie viel Gänge-Menü haben wir jetzt halt eigentlich? 45. Ungefähr. Was wir aber gerne mal machen können, was noch ausstehen würde, wäre ein Soßentesting. Von Ketchup zu du wirst jetzt blind. Hast du reines Capsaicin gekriegt? Nein, aber bis zu 9 Millionen Scoville. Weiß ich, wo ich mir besorgen würde. Also das hier, Freunde, wandert in Müll, das wird nicht gegessen. Ja, das schmeckt echt eklig. Ja, da gibt's ganz ehrlich, wenn ihr so Proteinriegel haben wollt, dann kauft euch die Cliff Bar. Die mit Macadamia sind meiner Ansicht nach die geilsten. Und ab Die jetzt- schmeckern vor allem auch nur gut. Ab jetzt musst immer du ziehen. Schön langsam weiß ich, was ich in der Hand habe. Okay. Also drauf steht dort Fried Potato. Oh, da steht tatsächlich was man lesen kann. USA steht da dort. Vegane Schoki ist der größte Mist. Ist nur Schokolade ohne Milch. Ja. Der Geschmack war nicht so schlimm, aber wie gesagt, diese Konsistenz ist einfach. Nein, ich fand auch den Geschmack katastrophal. Ja. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Wirklich ganz schlimm. So, oder also, man nehme. Wie viel Gramm sind da drin? Wie schaut das aus? Nein, nicht schauen. Man nehme. Ey, da jetzt mal sagen, Ein Viertel? 50 Gramm Pommes. Man trocknet diese Pommes. Und dann kriegt man sowas. Das ist nicht euer Scheiß Ernst. Und vor allem, man tut es dann auch in der Plastikverpackung. Und sie sind total belastet, Digga. Was soll ich dazu sagen? Kann man nicht viel zu sagen. Das ist komplett geschmacksneutral. Das ist wie wenn du von McDonalds die Pommes aufwachen lässt und dann lasst das Zahn im Ofen dann noch drin. Süßes Essen. Ja. War so der komplette Grundgedanke hinter der ganzen Geschichte. War tatsächlich Leckereien aus der ganzen Welt essen. Aber ich muss sagen, da hätte ich tatsächlich noch deutlich mehr Geld für zahlen müssen. Und das wollte ich. Nee, das muss ja irgendwo nicht sein. So. Ja, die Chilis waren echt scharf. Ja, aber die ist komplett vorbei schon. Ja, Also, da ist gar aber nichts mehr. mein Kreislauf hat es ja nicht ganz weggesteckt. Ja, noch eins. Wunderbar. Jetzt haben wir eine grüne Verpackung. Diesmal ist Einradaffenfleisch drin. Ich habe keine Ahnung. Was ist das jetzt? Was? Achso, ich habe vergessen herzuzeigen. Ich verpack's nochmal. So. Es ist wieder nicht lesbar. Schmeckt wie das erste. Finde ich jetzt das schlechteste bisher. Ne, von den 3 Dingern fand ich das jetzt das schlechteste. Echt? Ja. Hat am wenigsten Eigengeschmack für mich. Das fehlt so ein bisschen. Bei den anderen war mehr Würze dabei, weißt du? Das sollte in die andere Richtung furzen, habe ich gesagt. Hoppala. Sag Bescheid, wenn was mitgeht. Müsste ich einen Zanker. Hallo Dave, kommt noch. Hat er noch nicht gezogen. Müsste ich davor einen Zanker rufen, bevor wir das fressen oder erst danach? Nein, nur wenn es nötig ist. Präventivmaßnahme?
Du musst dann rechtzeitig den kleinen runden schwarzen Kasten anrufen und sagen, sag im Wohnzimmer Bescheid, Notarzt rufen. Okay. Dann schreit sie das durch die ganze Wohnung. Also, Proteinriegel gibt es wesentlich. Sowas lässt du bitte das nächste Mal mir raussuchen. Das nächste Mal darfst du den Sack füllen, ist das okay? Nein. Also. Es ist ein Proteinriegel. Ich habe mir nur gedacht, dass wenn ich schon einen veganen Proteinriegel drin habe, kann Das ist ich jetzt auch ein normaler, dazu der tun. nicht vegan ist, Stracciatella-Geschmack. Ich finde die halt allgemein nicht lecker. Wie gesagt, die Cliff Bars sind endgeil, weil es sind auch so Nussriegel. Ja, Nussriegel sind total super für mich. Ich habe auch schon überlegt, ob ich einen Apfel mit reinlege. Ja, warum nicht? Das ist doch Nikolaus-Tüten. Ja, Penner. Ich bin hochallergisch gegen Äpfel und Nüsse. Vielleicht, Fressen du das trotzdem? da sind Nüsse drauf. Jetzt jammer nicht so viel. Klar, Ja. Das ist halt einfach eine geschmacksneutrale, fade Angelegenheit. ja. Und Das da schmeckt kannst, halt nach gar nichts. da Ne? kannst du die Schokolade, die wo außen drumherum ist, kannst du halt auch schön anschneiden. Ja, das ist aber das Einzige, was ein bisschen Geschmack abstrahlt, Mm. finde ich. Ja, bäh ist jetzt nicht, aber. Ja, nee, es ist halt nicht lecker. Was soll ich denn spulen? Nachrichten angucken. Die überfallen mich gerade. Auf dem großen Fernseher. Schön, schön. Auf dem großen Fernseher. Auf dem großen Fernseher. Mhm. Und morgen kommt doch Mama, Julian, Manuel, Klaus und ich. Oh Gott. Alexa, sag im Wohnzimmer Bescheid, alles Fleisch aus dem Gefrierschrank raus. Ankündigung. Bescheid, alles Fleisch aus dem Gefrierschrank raus. Jetzt sitzt der Sabine hinter dir. Also ich glaube, ich speite nicht, weil ich das Zeug nicht mag, sondern weil ich so viel durcheinander fließt, von Sirs zu salzig, wieder Saftal. Weißt du, was du für einen Durchfall von den scheiß Saftal Das ist ein Mongosaft. Mongostan. Hör auf. Exotischer Saft mit Mongostan. Kann ja auch nichts dafür. Diesmal schütteln wir es aber vorher, nicht so wie Vor vorher. allem habe ich auch geschüttelt. Hast du geschüttelt? Hat er geschüttelt? Habe ich nicht mitgekriegt. Hat er nicht mitgekriegt. Ach, Gott, ich riech schon am Deckel. Also gesnubbert. Ich habe am Deckel geschnuppert anstatt an. Alter, mit Klatschen ist halt echt ein geiles langsam. So der Saft. Schmeckt nach Ingwer und Saft. Jetzt kommt gerade gleich irgendein Scheiß. Alexa liest meine Benachrichtigungen vor. Eine neue Benachrichtigung. Sebastian Müller hat neue Nachrichten. Sie können beispielsweise sagen, spiel meine Nachrichten ab. Alexa, spiel meine Nachrichten ab. 1 für Sebastian Müller. Von Dave Sindran. Löst den Scheiß frei jetzt. Was? Brei? Gerade erhalten. Alexa, danke, halt die Klappe. Da brauchst du Glas. Das trinken wir jetzt nicht aus den Dosen, oder? Warum? Der Rest musst du trinken, ich mag Monster nicht. Ich weiß. Ich ob probier's. Und abgelaufen ist heute auch noch, ne? Ganz ehrlich, das Zeug kann 10 Jahre drüber sein und ist nicht hier. Wahrscheinlich nicht. Ne? Nein. Das ist was für die Zombie-Apokalypse, was dann irgendwo in der Straße Ja, das findest, braucht man auch unbedingt. Energy Drinks. Das ist ganz wichtig, das braucht die Menschheit. Ich hab's probiert. Also ich sauf das Zeug weiter, du das. Ist das ein Deal? Ja, machen wir dann. Du magst halt keine, also gar keine Energy Drinks. Du bist überhaupt kein Energy Drinks Fan. Das ist auch Doch, ich mag Red Bull schon. hin und wieder. Hin und wieder, ja. So, ich zirk nicht mehr. Ich darf nicht mehr zirken. Es sei denn, innerhalb der nächsten paar Sekunden schreibt einer eine 4 in den Chat. Dann essen wir eine Chili.
Jetzt eins noch, dann wieder eine. Ah, jetzt kommt das Leckerli. Oh, echt Salami! Ah, Also er hat nicht bloß Scheißdreck eingekauft, sondern aber nette Sachen. Das ist echt Salami. kommt aus Schweden. Kommt hier aus Schweden. Das ist eine absolute Delikatesse und kommt tatsächlich aus Schweden. Ich bin auch ganz froh, dass wir das jetzt gerade essen, wo wir nicht so viel Scheißdreck im Mund haben. Wo der Geschmack im Mund nicht so katastrophal ist, weil jetzt. Nach einer schmeckt's Chili brauchst du es nicht fressen, weil da schmeckst du von der Wurst nichts. immer. Genau, deswegen bin ich eigentlich ganz froh. Aber das durcheinander fressen macht mich gerade echt fertig. Glaube ich. Mein Magen sagt schon auch, du bist doch dumm im Kopf. Ob du behindert bist, habe ich nicht gesagt. Nächste Runde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. In den Chat stimmt ab, welcher als nächstes gegessen wird. Ich zeige euch auch gerne nochmal die 1, damit ihr die auch seht. Das ist die 1. Das ist die 2. Bei der da graust du mir am meisten. Und bei der 3 gibt es dann die Auswahl zwischen grün und rot. Ja? Aber ich schaue nicht mehr so gut aus wie am Anfang, oder? Das geht eigentlich. Bist ein bisschen röter im Gesicht. Röter, ja gut, solange ich nicht blasser bin, Das ist geht's. aufdrücken. Das ist wie aufnehmen. Ah, ja. Genau, jetzt darfst du dann 2 Radl abschneiden. 3 Radl, 4 Radl, okay. Da schneide ich gerne ein bisschen mehr runter. Oh, ich kann auch zum Snacken da stehen lassen. Die ist super lecker. Schon lange her, dass ich eine gegessen habe. Die 1 steht ganz weit vorne. Die wollen die kleine Scheiße, den kleinen Scheißer wollen sie sehen. Das ist meistens die schlimmsten sind. Ja, nimm das Ohrrade und den Rest können wir dann. Ist da Haut drumherum? Ich war unten. Ist schon herunter? Unten. Ach, von Eichsalami ist was ganz Feines. Ja, das ist gut. Die ist wirklich lecker. Und sowas kriegst du vegan nicht hin. Oder vegetarisch. Das kann ich schon. Weit entfernt. Komm, welcher Vegetarier? Ja, okay. Ist es so. Ne? Lass liegen. Ist für so zwischendrin snacken dann. Das sind so Snack-Salami. Ja? Du musst snacken. Und dann mal weiter snacken. Mhm. Da ist aber. Wo stehen wir? Bei der 1, bei der kleinen roten. Ich habe so das Gefühl, dass die. Kennt sich einer von euch mit der Form und der Farbe so ein bisschen aus? Weil ihr immer schön, meiner Meinung nach, schärfer werdet. Ich glaube, wir brauchen einen Rauch davor. Ich rauche dann nebenbei. Das wären wir jetzt also. Auch hier, ne, die sind eigentlich alle gleich groß. So, muss ich daher schieben. So. Eine ist ein bisschen dicker. Muss ich die ganz fressen. Was geht da, Bitches? Na, Axel, du Hey, drück nicht so dick auf, weil sonst bist du das nächste Mal hier und musst das Zeug hier Das mitfressen. kann er nicht mitessen. Ja, können tu du schon. Einmal. Du kannst auch Nüsse essen. Ja, ich kann Nüsse aber öfters essen. Subjekt hält das für die 3. Jetzt haben wir einen Unentschieden. Jetzt haben wir gerade einen Unentschieden. 1 oder 3. Wir brauchen noch eine Antwort. René, Grace, Sassy und Dave sind raus. Aber die 1 kommt dabei mal wieder zurück. Nächste entscheidet. 1 oder 3. Jetzt kommt wahrscheinlich 2. Würde mich beim Axel zumindest nicht wundern. Das Problem ist halt, Die Kleinen sind die schlimmsten. Grace, irr dich da nicht. muss nicht sein. Ich habe sie alle schon gegessen. Also ich habe sie alle gegessen, bevor ich sie hier hatte. Axel 3. Weil durch die dicke ist. Magst du grüne oder rote? Sind vom selben Busch. Die eine ist ein bisschen reifer wie die andere. Kunst ein Zwischenstück haben. Ich meint 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und die scheiß Feuerzeug wieder. Du kannst Ja, gerne warte. das Löwenfeuerzeug benutzen, dann schmeckt die Kippe besonders gut. Okay. Der Zeug ist auch für die 3. Julia ist für die 1. Julia hat einmal mehr gemacht. Die Julia ist übrigens mein Enkelkind, lieber Chat. Ja, ich bin nämlich Opa. So. Aber die 3 jetzt. Du kannst es gerne haben, ja.
Grüne? Ja, die kleinste. Was nicht immer heißen muss, dass die nicht so schlimm ist wie die anderen. Wie gesagt, ich habe sie schon gegessen. Braucht man Roschen Sanka? Und Sanka braucht man sicherlich nicht. Okay. Aber du kannst die Küchenrolle hochholen. Ich werde mich definitiv schneuzen nach der. Definitiv. Wir rauchen jetzt noch auf. Ich bin ja nicht so. Ruhe vor dem Sturm. Ja, Was ist größer? Tamara auch die 1. Ja, jetzt essen wir mal die 3 und die 1 dann später. Wir haben ja eh noch alle gegessen. Ja, ich glaube, ja, gut. Ja, das kommt gleich. Bleibt zerlegen, Elfjähriger. Kommt gleich zur Seite. Ja, da musst du jetzt durch, leider. Das hilft nichts. Muss ein bisschen Kinders? vorbereiten. Schon fertig. Gleich. Du kannst es parallel, du bist Multitasking-Werk, okay. Schmeckt jetzt Zigaretten immer. Kinders? Keine Gnade, haben wir gehört? Ja, wird Cheddar. Oh, nee. Da ist noch zu viel Strunk dran. Okay. Aber es war ein saftig. Ja, finde ich super lecker. Ich finde die aber einen so geilen Eigengeschmack. Ist nicht wirklich scharf. Waren das letzte Mal schon? War es auch? Vielleicht kennst du noch. Ich finde die hat einen super Eigengeschmack. Mhm. Ja, richtig schön saftig und fruchtig. Und ich finde die total lecker. Die kannst du gut zum Grillen hernehmen. Die schmecken super, super lecker. Ja, na, sind jetzt nicht so schlau. Also Ich die anderen, melde dir 10 Euro, wenn ihr jetzt den Chip isst. Den Chip isst. Esst, meint er. nein, das ist das letzte. Axel, der Chip ist wie du, das ist das letzte. Ich hab's gedacht, er hat's ausgesprochen. Ich bin gerade an die Kamera gestützt. Ja, kommt schon hinten auch noch. Hinten nach kommt's. Und es baut sich auch ganz langsam auf. Sassy feuert uns wieder an. Er weiß warum, glaube ich. Ich versuche gerade alles von den Zähnen wegzukriegen. Jetzt. Mhm. Ich finde das Schlimmste, wo es brennt, ist nicht im Mund drin, sondern vorne an die Lippen einfach. Bei mir ist es jetzt Zungenrand. Einmal so Ja, rundum um die Zunge auch. finde ich gerade ganz schlimm. Und das tut auch richtig weh. Ja, das tut weh. Axel hat dich auch lieb. Da waren die Birds halt deutlich schlimmer. Dann musst du bitte einmal einen Chip machen, wenn ihr einen Clip machen. Ja, dann muss einer einen Clip machen, das können wir ja machen. Es ist bestimmt noch jemand da, der dann das Ganze klippt, wie wir den Chip essen. Übrigens, danke für 8 Zuschauer und 5 Likes, ihr seid die geilsten. Boah, das ist... Jetzt, wo es unten ankommt, rumort halt unten. Aber das ist halt einfach das unterschiedliche Schärfeempfinden. Ich finde, dass es jetzt unten sehr rumort. Also ich spüre es jetzt hier. Die grünen, wo wir am Anfang probiert haben, Ja? Fandest du schlimmer? und die Birds Eye, fand ich schlimmer wie die jetzt. Halt. Ich fand die, finde ich deswegen so gut, weil die... Also die finde ich einfach gut, die finde ich wirklich super Wobei es lecker. bringt schon an der Pappen. Ja, es brennt schon, aber ich finde die super lecker. Wenn du jetzt so ein Glas rausnehmen könntest, wäre ich dir irgendwo dankbar. Ah, ist nicht dein Scheiß Ernst, oder? Doch. Siggi hat gewählt. Aber es kühlt vielleicht. Das war der Safe. Gedanke. Wir haben Kartoffelgemüse und Bio-Rind. Ist übrigens nicht gesponsert. Kam ich selbst auf die Idee. Und ich habe gedacht, Kartoffelgemüse und Bio-Rind hört sich mal so richtig schön widerlich an. Sabine hat gesagt, wenn du es warm essen willst, soll ich ihr Bescheid geben, dann macht sie das.
Nix, das kommt gerade jetzt eine. Genau, habe ich auch gesagt. Lieber Roastbeef. Hast du das gehört? Knack! Eigentlich brauchen wir Salz und Pfeffer. Ich nichts. Eigentlich brauchen wir Salz und Pfeffer, weil da ist halt da sind keine Gewürze drin. Das haben wir die kleinen Viertel. Ich bin mal. Oh Gott. Schaut euch den mal an. So wie es beim Kind von Nike Das hat- hinten wieder aussehen. Mit Brei überhaupt nichts zum Durchgehen. Ja, du musst ja mal umrühren vielleicht. Vielleicht wäre es, wenn man es warm macht, breiiger. Aber Okay. so ist das schon widerlich. Also die Kleiner Batzen, großer Batzen? Ich habe gesagt, du sollst die Küchenrolle hochholen. Windy. Da, irgendwo. Ja. Da. Schaut aus, als hätte er ohne hingeschurzt. Hoppla, das mal gefallen. Hi. Da sind noch Brickel drin. Da sind noch Breckerl drin. Brickelverein. Also das schaut jetzt dann so aus wie das, was nachher nur in dem roten Eimer landet, habe ich das Gefühl. Möglich, ja. Also ich habe meinen Viertel. Das ist massigmäßig ist das angenehm, oder? So Kinder, ja. Das gebt ihr euren Kindern zu essen. Was keine Miete zahlt, muss wieder raus. Dave freut sich gerade. Ja, Brei! Er hat den zweiten gesponsert übrigens. Oh. Mhm. Sakrisch Merci an Dave. Weil er warm machen. Nein, wir essen das so, wir sind widerlich. Ja, eben. Lieber widerlich als widerlich. Genau. Auf den Sohn, das Enkelkind und die Schwiegertochter. Christi René, schön, dass du vorbeischaust. Moin moin, oder wo standen wir eigentlich? Wie kann man sowas im Kind einschlafen? Wie kann man sowas durch die Gegend spucken? Ja, es schmeckt nach Karotten. Nee. Doch schmeckt sehr nach Karotten. Bah. Ich glaube, wir haben ein bisschen Salz und Pfeffer, dann kannst du das essen. Es schmeckt widerlich. Wie lange dauert es noch, bis Sabine keine Zähne mehr hat? Weil dann braucht sowas eh. Boah. Mit Abstand das Schlimmste bisher. Findest du? Mit Abstand. Na, kannst du jetzt noch Liefe fressen. Was fandst du jetzt schlimmer? Weiß nicht. Alles? Na, wobei ich sagen muss, dieses komische Mochi-Ding war ganz weit vorn. Bei Na, widerlich. ich muss sagen, die Würstel waren bisher das Schlimmste. Die Würstel und die Nuggets. Die Nuggets finde ich sind wiederum Aber die gegangen. Nuggets fand ich schlimmer wie die Würstel. Echt? Ja. So. Boah. Boah Leute, es wird weniger. Ich will nicht schon wieder so ein kreislich staubiges Ding fressen. Ach Mann. Merkst du, das sind ist die- alles so Sind Reispuffer die gleich? Ist es das gleiche Zeug? wie Es ist jetzt alles gerade das davor? gleiche. Ja, ja, schau. Und danach haben wir uns nochmal Chili rein, oder? Na, Musst du noch warten? Du bist nicht mehr drin, ja. ja? Nimm mal voll. Bisschen was ist bestimmt noch drin. Oh, ich hab so viel Angst vor den Chips hier. So, machen wir mal ein Benjamin Blümchen hier. In der Mitte wieder. Na, aus dem Corona. Und was ist mit dem Patenkind? Oh, Entschuldigung, Grace. Ich dachte, du bist aus dem Alter mit Hip raus. Und? Selbe Scheiße, ja. Ja, ich habe komplett geschmacksneutral. Habe ich schon reingehalten. Hast du schon eingehalten? Habe ich schon reingehalten. Ja, schau hin. Da holt ich gerade rein. Ja. Klang wie ein 2 ist, oder? Ich hab ordentlich vergessen, das reicht also. Definitiv nicht meins. Also das jetzt nicht. Das fand ich wieder davor besser. Mhm. Ist da echt schon so wenig drin. Ja. Ja. Der Sack ist schon. Ja, dafür wie voll hat man so. Ich schaue mir mal, was noch ist. Ja, ein bisschen was ist schon da drin. Du hast da einfach reinluren. Ich Und dann noch reingelangen. hab's ja neu, ja. Hast du das rein, du? Ich hab das einmal. Jetzt lieber was Deftiges oder was Weiches? Ist eh schon wurscht. Die Pille. Für den Mann und fürs Kind. Sowas gibt's sowas gibt's nur in Asien, ne? Ja, das ist definitiv so asiatische Pillen.
Keine Ahnung. Ich wette mit dir, dass das jetzt wieder Smarty ist. Natürlich, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Dass Smarties drin sind, die sind so ein bisschen verpackt wie Pille. Waren die so oder war da noch mehr Backer Nein, das rum? war so. Welche Farbe magst du? Ich mag den pinken, da den rosanen. Scheißegal, was schmeckt die Du alles kannst gleich. den braunen haben. Schmeckt wie Smarties. Ja, schmeckt wie Smarties. Hinten auch ein bisschen Jetzt eklig. darfst du wieder ein paar Mal ziehen. Aber gebt euch mal die Scheiße. Eine Smartie-Box bei uns ist wenigstens irgendwo aus Papier erwähnt. Da sind keine Ahnung, 150 Gramm drin. Ja. Ja, 150 Gramm drin. Da werden, wie viel sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. 7 Stück. Werden wie in der Tablettenbackerl eingeschweißt. Ist doch krank, ist doch Du sowas, zirkst jetzt oder? nur einmal, währenddessen darf der Chat abstimmen, klein oder groß. Ich muss es jetzt nicht erklären, ja? Habt ihr einen kleinen oder einen großen? Ja, den habe ich ganz vergessen, dass der da drin ist. Nein, ich speibe jetzt dann echt für lauter Durcheinanderfrisserei. Nein, warte, bevor du das aufmachst. Ich muss es nicht mit der Öffnung nach unten in die Kamera halten. Kimchi! Kimchi ist eingelegter Kohl. Aus Japan, glaube ich, ist das. Die haben wahnsinnig gutes Essen. Aber ich glaube, die haben auch genauso viel Zeug, was halt einfach für uns nicht essbar ist. Klein. Oh Gott. Kleine. Uiui. Also sie wollen die Kleine zuerst hier. Weißt du, was euch Aschi war? Wenn ich so direkt so einen Kotzstrahl an die Kamera von hier lassen darf. Jetzt weiß ich wieder, warum ich die Gabeln raus habe. Dafür habe ich die Gabeln raus. Ja. So, schaut jetzt aus. Also es schaut so aus, wie es vorne drauf steht. Warte. Ich weiß, dass mein Tisch sonst einhauen. Ich glaube aber, dass das gar nicht so schlimm schmeckt. Ich glaube auch nicht. Das ist halt. Vielen Dank. Halt die Klappe. Ist gut. Das ist ein bisschen Süß-Sauer-Sauce, ein bisschen Essig. Und da ist halt das Kraut eingelegt. Ja. Kann man essen. Man kann es auf alle Fälle essen. Man muss es aber nicht. Ich finde es nicht gut. Wenn du das irgendwie zum Reisgericht nochmal als Beilage dazu machst, Dann warm finde ich, machst. ich glaube, wenn du das mit auf so einen Reis draufschüttest oder so, Ganz dann ist genau. glaube ich richtig geil. Also ich finde den So Geschmack find von ich der es- Sauce finde ich jetzt halt echt nicht schlecht. Ja, ist nicht ganz meins. Der das bitte aufs Fensterbrett stellen. Soll ich es nicht auf Bett legen, ha? Nein, wäre der ganz. Nix auf Bett, diese. Nix auf Bett, diese, ja. Oh, die Kleine ist dran, mein Freund. Ich hab's schon wieder verdrängt. Sigi, wo ist das Würströming? Der Den- Kotzfisch mit Duft. Den Ja, habe ich, genau. hab ich wegschmeißen müssen, weil Oh, der war daneben. erst war er so dick, wie ich den gekauft habe, und wie ich den weggeschmissen habe, war er ungefähr so dick. Und ich habe mir gedacht, bevor es mir den in der Dings reißt, Such dir einen aus und einen tust weg. bevor es mir den in der Garage zerreißt und ich die Garage neu weißeln und verputzen kann und mir neue Kühlschränke kaufen muss, habe ich mir gedacht, schmeißt den vielleicht doch mal lieber weg. Lucky, den bringe ich gleich vorbei. Sie hätten aus dem Mülltonne rausgeholt, siehst du? Meine Frau ist so bösartig. Sie ist übrigens meine Frau, die ist bösartig. Manchmal. Sieht aus, als hätte das schon einer gegessen. Wart ab, bis wir zum nächsten Glas kommen, René. Das hat definitiv schon einer gegessen. Ja, dann, Das würdest du feiern, Schee. dann geht der jetzt auf die Grace, oder? Ja. Auf die Grace ohne Gnade. Oh, sauer. Da kam so ein ganz saurer Strahl über die Zunge geschossen. Hm. Ne, geschmacklich nicht meins, aber die kommen früher. Ich muss aber schlucken. Boah, die schmeckt jetzt widerlich. Na, die ist nicht gut. Wenn du jetzt bedenkst, dass die grüne, die wir vorhin gegessen haben, vom gleichen Busch ist. Wie die jetzt, oder? Ist Die, bloß die, ist die dicken. die hier. Ach so. Die hier und die andere sind vom gleichen Busch. War bisher die grüne. Fand ich auch. Ja, die hat irgendwie so ganz bitter säuerlich. Diese ist sehr sauer, ja.
kommt aber auch hinterfutzig. Ja, ja. Den würde ich feiern, die ist gut. Danke, fühle mich geehrt. Brauchst dich nicht geehrt fühlen. Oh, nee. Also schön ist was anderes. Vor allem wenn der Rülpser der die ganze Schärfe wieder hochtreibt. Ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen. Ja, die hat schon Dampf. Ja. Der Chip kann nicht durchgehen, 2,2 Millionen Scoville haben. Jetzt kommt's. Ja. Es ist wie so ein Turbolader, der ein bisschen Speck kommt. Oh, nee, nicht gut. Oh. Und wir haben das Schlimmste echt noch nicht vor uns, hinter uns. Hei, hei, hei. Das ist ja nicht so scharf. Nein, der Chip ist das Schlimmste, mit Abstand. Oh, Irgendwann mal Saftal. wo ist nur der Saft? Oh, ja, die Dosen habe ich auch noch. Ich lebe wenigstens gesund, exotischer Saft und dieser Monsterzeug. Das schmeckt beide. Oh nee, es macht nicht besser. Aber die finde ich jetzt auch scharf. Die ist für mich jetzt auch. Aber Okay. Ich bin nicht der Einzige, der das ist leidet. Türk. Also, kommt aus der Türkei. Oh, ich sag mal. Jetzt muss man ja bei rohen, bei frischen Chilis sowieso mehr sabbern wie bei eingelegten oder sowas. Oh, ich bin so froh, dass ich das eingelegte Glas nicht markiert habe irgendwie. Was ist da oben? Was hast du da, Naido? Da ist Carolina Reaper mit drin. Das nächste Mal nehme ich einfach ein Nagaputio Loco für mir daheim mit und die fressen wir einfach mal in einem Stück. Und das kann nicht schlimmer sein wie das, was wir gerade tun. Der Chip ist schlimmer. Der Chip hat mehr wie die Nadia Logo. Ja. Und ich aber auch gleich. Hallo Kreislauf! Das Beste, wenn es noch brennt, wenn es hinten rauskommt. Ja, das Hobby zum Glück nicht so oft. Alter, geht's nicht müde werden. Nein, wir geben nicht auf. Der Sack ist noch nicht leer. Der Sack ist fast voll. Es passt eigentlich schon lange nichts mehr rein. Ich habe weder Hunger noch Appetit. Ja, Hunger habe ich auch keinen. Ja, Das hat irgendwas- auch nichts mit Hunger zu tun. Nein, ich kann mir nicht mal mehr einen Käse zum Neutralisieren fressen, weil ich gar keinen Bock mehr habe, mir irgendwas rein zum Stopfen. So, doch, das geht noch. Das ist gut. Meine Stimmerstoffkamera. Das Einzige, was jetzt noch geht, ist Rauchen und Bier her. Ja, rauchen geht gerade gar nicht. Ah, geil. Atmen tut langsam weh. Wollen wir uns nicht einen Chip teilen? Ich habe so viel Angst. Nein. Komm, nicht. Lang hinten, nein. Damit wir es hinter uns bringen. So. Chillen muss sein. Tu irgendwas raus, was neutralisiert, bitte. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich befürchte es zumindest. Ah, jetzt freut sich mein Sohn. Pasta mit Seelachsfilet und Buttergemüse. Vielen lieben Dank, Sohn, dass du mich so lieb hast. Oh. Ich riech's nicht. Der Chef hat gesagt, es stinkt schon so, dass man es nicht essen will. Also deswegen ist gesponsert worden. Ja. Aber ich bin sehr froh, Basti, dass nicht bloß mir so geht. Ich riech nichts, ich riech gar nichts. Ist gerade nicht möglich. Tu dir dein Viertel raus. Ja, lass mich nur ein bisschen stochern. Lecker, Schmecker, Spaß, Entdecker. Merci für 6 Likes, Dankeschön.
War das so viel bei dir? Boah. Oh. Es ist halt komplett ungewürzt und das ist halt das einfach. Salz, Pfeffer und Zitrone drauf. Lies es. Das Salz. Zeug will noch nicht mal meine Enkelin essen. Salz, Pfeffer und ein bisschen Zitrone und ich glaube, das Zeug kommt halt echt. Boah. Nee. Ist halt widerlich. Also auch, na, Das ist halt Brei. ist halt Kinderbrei. Hast du Ja, das also- Bierli leer gemacht oder warum hast du mir das hergestellt? Keine Ahnung. Ist da nicht mehr ganz da, hä? Ich kipp um, gell? Ah, wir kippen nicht, aber wir schaffen das. Geht auch schon wieder. Ja, schön langsam, wir haben noch eine. Ich muss aber gerade feststellen, Hm. dass die Wurst nicht mehr so lecker schmeckt wie vorher. Jetzt haben wir dann Zigaretten zirkst und die Zigaretten einfach bloß scharf ist. Weil es weh tut. Oh, Also ich glaube, dieses Mal brennt es definitiv ein zweites Mal. die Chance ist groß, dass morgen brennt, ja. Knie wieder aufs Klo. Brauche ich dafür Schnaufpause? Machst du? Zu was raus? Das erste, was ich in die Finger krieg. Ich weiß, was es ist. Der Fisch mal anders. Oh Gott. Und dann habe ich gewusst, dass wir die. Aber kann ich denn dafür? Jetzt ist wieder rot. Diesmal ist was ist, wie hieß denn das Pokémon hier? Pomelov. Ein Mikrofon in der Hand. Pomelov. Keine Ahnung. Das ist kein Pomelov, das ist ein Taco. wieder so eine. Der Brei ist eklig, aber die Nudeln gehen doch. Welche Nudeln? Oh Gott. Das schaut jetzt mal ganz anders aus. Das schaut deutlich gewürzter aus. Ja, ja, schaut richtig lecker aus. Ich weiß nicht, ob man sich freiwillig sowas reinstopfen kann. Mund auf den Eischwimmen. Sonst schieb ich dir rein. Bitte. In die Nase. Anal fatal. Das riecht nach Pippi in Takatuka-Land. Harry Potter. Meiner! Oh, aber das ist neutralisiert. Definitiv. Schärfe weg. Geht wieder was. Bin wieder fit. So, wollen wir Wetten abschließen? Oh Gott. Kreislauf und Magen. Was zuerst aufgibt. Wie steht's beim FC Bayern, Kinders? In Leipzig. Beschissen. Lebt. Leibtsch. Da ist Ketchup mit drin. Ja, das war's. Das ist der Geschmack. Stimmt. Gut erkannt. Widerlich, ne? Ja, schmeckt wie Schmeckt wie Ketchup. Das Ja. ist so. wie die Nudeln aus dem Pombeeren Glas. Ketchup. Nudeln aus dem Glas. meinst- Apfelmus mit Kaiserschmarrn, René. Der ist geil. Du meinst aber nicht Ravioli, oder René? Die sind in einer Dose. Nudeln aus dem Glas. Was ich konnte unterscheiden zwischen Dose und Glas. Ja, denk schon. Denkst du? Aber René räumt den Magen ab. Jetzt tu den Scheiß da raus, damit wir es hinter uns bringen. Damit wir den Chip erreichen und mir tot umfallen. Komm, lang nach Ja, hinten. Alter, chill dich mal bitte. Ja, mir geht's jetzt wieder. Bin jetzt wieder da. Ich muss gerade mein Jeep bündeln, dass Dass du irgendwo ein Lücke findest. ja, ich oder muss was? wieder punzen gehen. Echt, oder? Boah, ich fress nicht nochmal eins von den Scheißdingern. Ist noch eins drin? Ja, fuck off, Basti. Ach komm. Ja, das vergessen wir einfach. Das ist ja nicht jetzt. Oh Gott. So, Liebe Kinder, was ist das? Gelatine. Na, wer weiß, was das ist? Nein, Babyglas mit Nudeln und Tomatensauce. Ah, okay. Für die schnelle Küche, oder? Jetzt müssen wir kurz warten. Die letzte Chili. Die letzte Chili. Die letzte Chili als übernächstes. Du musst danach was rausziehen, was nicht scharf ist.
Ich weiß, was nicht scharf ist, aber ich will es eigentlich nicht essen. Nein, ich erkläre dir gleich warum. Oh, du wirst es gleich wissen. Wenn der Erste geschrieben hat, was es ist. Ja, ich mag mal schauen. Ja. Gummibärchen würde Grace sagen, ja genau. Das, meine Freunde, sind Chili-Bärchen. Und das, meine Freunde, ist ein fetter Arsch. Hot Wine Gummies. Awesome Exclusives and Abysses. Scharfes Vergnügen. Gehst du jetzt bieseln? Jo. Alter, Kurz schon mal anfangen. ich soll schon mal anfangen. Der hält. Lucky gebe ich deinem Mann mit. Kein Thema. Die gebe ich deinem Mann mit. Das finde ich, das ist ein Deal. So. Ich soll schon mal anfangen, hat er gesagt. Ihr bestätigt, dass ich eins gegessen habe. Bitte dann, wenn er wieder kommt. Aber ich bin nicht so dumm und klang die mit die Finger an. Ich habe mal eine ganze Packung von denen gefressen. So. 1, 2, 3, 4. In den Mund. Und schnell den Handschuh weg. Ja. Grundsätzlich erstmal nur wie Gummibärchen. Katzen. Wirklich sehr Gummibärchen. Ja, Gummibärchen. Da möchte eine Frau die restlichen haben. Hat sie gesagt. So. Ich habe schon viel gegessen. Und wir sind. Dave, das tut mir leid. Du musst den Fernseher sehr laut machen, dass er was versteht. Kommt davon, wenn der Basti sein Zeug bei Amazon einkauft. Habe ich gar nicht. Hast du in, gar dem, nicht? in dem Fall nicht. Ne? Also es darf zumindest hochwertig ausschauen, das Mikro. Täte. Tete. Ich finde die noch nicht mal scharf. Also da habe ich schon schärfere Gummibärchen gegessen. Das ist nicht besonders gut. Kann jetzt sein, dass die einfach von jemand anderen... du hast Katze im Gesicht. Du hast immer noch Katze im Gesicht. Wann nicht? Nein? Die waren überhaupt nicht scharf. Ich habe schon scharfe Gummibärchen gegessen. Ich gebe es auch zu, ich habe vorhin einen Handschuh angezogen, weil ich schon mal eine Packung Gummibärchen gegessen habe. Die, Dein Ernst? was ist denn das? Oh, da sind 3 drin. Guck mal. Oh, das schaut nach Wasabi aus. Das sind Wasabi-Nüsse. Na toll. Wasabi-Nüsse. Ah, Wasabi brennt schnell und hört schnell wieder auf. Wahrscheinlich ist noch zu. Mit Sicherheit. Achso, ja, hier. Man sieht halt gar nichts von der Verpackung her. Das sind definitiv Wasabi-Nüsse. Nuss? Wenn du willst, kannst du den noch essen, wenn nicht. Total langweilig. Komplett geschmacksneutral. Schmeckt ganz leicht nach Wasabi. Wenn es jetzt irgendwie in einer großen Dose Wärst du drin gerade war. mild genug im Mund und im Körper? Oder magst du noch eins machen? Warum macht man sowas freiwillig? Wieso? Die Kleinste, du kannst mich sowas von Arsch. Gut, dann nehme ich die ganz kleine. Ja. Ich liebe Wasabi-Erdnüsse. Kann ich jetzt grundsätzlich nichts gegen sagen. Bei mir ist das Problem, ich bin gegen Erdnüsse allergisch. Die
Die haben einen geilen Geschmack, ne? Mhm. Reicht das? Mhm. Kommt auch ziemlich spät. Finde ich aber nicht annähernd so schlimm wie das, was wir schon gegessen haben. Mhm. Oh je, yeah. Nee, bei AliExpress. Nee, bei AliExpress habe ich das auch nicht bestellt. Muss man inzwischen nämlich Zollgebühren zahlen. Mhm. Und Zollgebühren finde ich scheiße. Ich habe irgendwas zwischen den Zähnen hin. Da war der Kern. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Du hast es eingekauft? Irgendeine Fischscheiß. Das war halt in dem Set drin. Ja, tada! Ja. Ja, ich gehe davon aus, dass es irgendwas mit Fisch zu tun hat, weil es ist das Einzige, was da drauf ist. Gib mal das. Heißt der Ware. Könnte natürlich auch wieder so eine Pommes-Fake-Scheiße sein wie vorhin. Nehmen wir 2 so Dinger her. Schau aus wie von der Frittatensuppe her. Es ist auch Ja, so. Flätesuppe, ne? Oh Gott. Ja, es sieht doch danach Fisch schon. Kann man sowas eigentlich fressen? Es Alter? schmeckt wie Gummi. Also man kaut drauf wie Gummi. Und der Fischgräten auch rumkauen. Und es ist komplett geschmackslos. Es hat wirklich keinen Eigengeschmack. Na, schmeckt schon nach Fisch. Oh Gott, das ist. Oh, es ist wohl nur eins. So ein Pech aber auch. Müssen wir es halbieren, ha? So. Verpackungen sind wenigstens. Wenigstens geben sie sich bei den Verpackungen Mühe. Fisch mal anders, ja. Flop. Oh, das ist doch so ein Kimchi-Scheiß. Also Mochi. so ein Mochi-Glanz. Ah ja, das ist Schokoladenfüllung oder es hat einer reingekackt. Bin mir da nicht ganz so sicher. Schaut, könnte beides sein. Ja. Konsistenzhorror. Das ist halt Konsistenzhorror. Nee. Aber schmeckt so ein bisschen nach Nutella, finde ich. Hinten aus. Ja. Aber es ist Marshmallow mit Ja. Ding, ja. Aber wahnsinnig schlechter Marshmallow. Ja, Basti, wir sind immer noch bei der Ding. Der Basti könnte mir sagen, wie es bei den Dosen steht. Aber was ist denn das jetzt? Nein, ja. Ich habe das Ding einfach als den Karton aufgemacht und da reingeleert. Ich habe es mir nicht angeschaut. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist auf jeden Fall hart. Wann kommt die Schweinshaxe? Schäbers. Aber das wäre anders geil, wenn da jetzt bitte Schweinshaxen in dem scheiß Ding drin war. Komm, Ungefähr. so passt wieder deine tägliche Portion Pillen. Steinhart. Aber wirklich steinhart. Menthol, oder? Aber die kann man sogar essen. Das ist halt wieder Zucker, das ist einfach nur Zucker. Man will im Geschmack. Aber drauf. ja, es ist nicht so geschmacksneutral, es ist nicht Schmeckt wie die Eisgurdeln. so Konsistenzkacke. Das Ja. ist mal selten, aber ist halt so. Also das kann man essen. Zuckerzeug, genau. Sassy sagt, es ist einfach Zuckerzeug. Meine Kippe ist ausgegangen. Oh Gott, das schaut aus wie Katzenfutter. Oh Gott. Guck mal, gleich wieder das ist ein Gummibärli. Das ist ungefähr die Mitten. Achso, warte mal, ich muss noch kurz zusammenhalten. Ich habe keine Ahnung, man kann es ja nicht lesen. Das ist halt der Gummibärli. Ich denke mal, dass das sowas wie so saure Schlangen oder so sind. Ja, Gummibärli halt, das so. Hast du das gekriegt? Nur ein homosexuelles Gummibärchen. Boah. Jetzt weißt du, warum die Asiaten solche Augen haben?
wenn man sowas isst und dabei jedes Mal zusammenkneifen muss. Ja, Das ist, weil die so viel Reis essen. und den Und dann wenn man da auf dem Klo hockert. Ja, ein bisschen saure Schlangen. Ja, Ja, das Problem ist, ich finde, es schmeckt vieles künstlich. das schmeckt total künstlich. Ich glaube, dass wir auch auf Zeit schon nie geschlossen haben. Ist wurscht. Kann ich morgen aufwärmen. Wenn die Kippe jetzt aus, ich brauche eine neue. Ich rauche heute deutlich weniger, weil mein Mund beschäftigt ist. Vorhin war 0,3. Das finde ich gut. So, Wer hat die Tore gemacht? Kannst du nicht das gleiche nochmal nehmen? Hä? Da fehlen schon zwei, seltsamerweise. ganz komisch. Hast du die vor lauter Blät vorhin wieder da in den Sack eingestopft, It's oder? Magic. So, haben wir durch. Na, ja, wie nicht. Doch, wir sind durch. Ist nur noch ein drum drin, oder was? Ja, ich kotze mir noch eins von den Dingern fress. Die sind echt Nee, widerlich. da sind noch mehr Sachen drin. Nee, eins ist noch drin. 1, 2, 3, 4. Ohne Scheiß. 4 Trümmer sind noch drin, ne? Vier Trümmer haben wir noch, dann kommt der Chip. Durian. Oder? Ne, Melon. Melon Pandaro. Das ist in Melone eingelegter Pandafleisch. Bald ist Sackel alle, ja. Genau. Bald ist Sackel alle. Und der Magen auch bald. Ja, ich muss aber bevor. Das ist ein Chip. Das ist so ein Seegras-Chip-Scheiße. Das ist ein Keks. Warum muss man einen Keks in seine beschissene Verpackung... Ja, ja. Das ist übrigens kein Spaß, es ist tatsächlich leicht grünlich. Das ist interessant. Ist tatsächlich interessant. Ich habe tatsächlich aus dem ganzen asiatischen Scheißdreck Schmeckt halt echt melonig, gell? Und merkst du die Nuance von Panda. kaum was. Kaum was? Ja, das ist mit vorne bei dem ganzen Asiatenzeug ist. Musst du nicht lange. Ich muss nochmal lecker. Ja. Ich will das runde Ding nicht mehr essen. So. Das ist schon wieder was, das ist nichts für mich, weil das ist nichts für Handwerkerbratzen. Ich hab keine Ahnung, Solange es nicht flüssig ist. weil man ist nicht so sicher. Mhm. Mein Handy ist so eingerichtet, dass es nichts von Bayern anzeigt. Ja, Basti, das kann ich eigentlich mehr oder weniger nachvollziehen. Hätte ich nicht drauf gewettet, darf es mir auch nicht interessieren. Schneid's halt einfach mittig durch, Alter. Mit dem großen Messer. Du sollst es mittig durchschneiden und nicht erst aufschneiden. Nein, ich will das an der Seite ausbacken, in der Mitte durchschneiden. Was ist, wenn es flüssig ist und die ganze Suppen rumläuft? Kurz, legst du da mal einen Tisch hier und dann hauen wir sauber auf. Nein, es ist definitiv nicht flüssig. Es Und ist keine Fingernägel. grün. Und dann fehlt schon die Hälfte. Wie wenigstens nicht schon gelangt. Den ganzen Scheiß. Wackelpudding aller. Schau mal her, Basti. Das seht ihr nicht, aber er hat es ans Fenster geschmissen und da klebt es jetzt. Es klebt. Und es hat gut geklebt. Naja. Echt, sie nochmal. Nur vom Club und von 60. Oh, Erdbeere? Oder was ist das da drauf? Also es sind Erdbeeren drauf, ja. Dann schmeckt es wahrscheinlich nach Scheiße. Weil Erdbeeren waren aus. Ja. Das ist jetzt ein Harzbonbon, oder? Mit Brauseinhalt. Oh, das ist ekelig. Ja. Aber auch wieder konsistenzabhängig eher. Aber das Schlimmste finde ich, dass jedes Scheißding einzeln eingepackt ja. ist. Das haben wir schon schlimm. Kinders, Sind wir leer? ein Ding ist noch im Sack. Oh, fuck. Deswegen habe ich jetzt zweimal gezogen. Es ist weiß und es ist ein Fußball drauf. Also, es schmeckt widerlich.
Das erste fand ich so lecker. Inzwischen mag ich also mehr wie ein, zwei von den Dingern kann ich auch nicht essen. Und das schaut nach sehr geschmacksneutral aus. Aber es hat kein Loch in der Mitte. Es hat 5 Löcher. Haben sie die Dinger verblosen, ha? Den Scheißstück. Selber frischen. Ja, schmeckt wirklich nach geiler Shit. Ja. Kannst du wegschmeißen. So, Kinders. Jetzt ist soweit. Ich tue jetzt noch aufrauchen. Ich glaube, ich chippe mal noch schnell Schmuck. Und dann Ja, töten wir uns. gehe ich noch mal pieseln. Bevor ich meinen Zipf in die Minde mal hochlangen habe. Genozid im Schlumpfgebiet. Nein, ich mach da nicht mit. Und wollte, ob das nur die Süßigkeit davor ist, aber der Nachgeschmack von dem Ding ist geil irgendwie. Ich glaube, das hat mit dem Davor zum Tor. Erdbeerding zu tun. Ja. Mhm. Mal ganz Maibab zusammen. Also es klebt wirklich alles. Und wenn ihr dann noch mal bisseln war, dann gehen wir tatsächlich ran an die Hot Chip Challenge. Wo ich euch doch tatsächlich darum bitten würde, dann mal das Ganze zu klippen. Weil mein Mod leider gerade auf einer Party ist und wahrscheinlich völlig besoffen im Keller liegt. Und der das aber unbedingt sehen möchte. Der dumme Sack. Der dumme Sack ist nämlich allergisch auf Capsaicin, der kann das gar nicht essen. Der, all das, was wir jetzt schon gefressen haben, könnte er nicht essen. Das meiste zumindest nicht. Muschi, Ja, er kann halt nicht. Das ist halt so. ich kann auch keinen Käse essen, tu es trotzdem. Frage, hat einer von euch schon mal so einen Chip gegessen? Oder traut sich einer zu, diesen zu essen? Also die getrockneten Bird Eye Chilis haben das War Tortenstand bis zu 200.000 und der soll 2,2 2,2 Millionen haben. ganz genau. Damit habe ich Werbung gemacht, deswegen sind halt zu viel Leute da. 80, 0,9. Das sind 20% von dem ganzen Chip bestehen aus Chili. Es ist nur die Gewürzschicht da drauf. Der Chip an sich tut überhaupt nichts. Ist klar. Nicht einmal ein Gramm. Aber die Gewürzschicht, die sie da drauf geballert haben. Nope, nee und nee. Da könntest du eine Freude machen, wenn ihnen seine Nacho-Chips einen von denen reinschmeißt. Gibt's tatsächlich Videos, die das gemacht haben? Die Oh. haben Nacho-Chips auf den Tisch gestellt und haben dann oben drauf diesen einen Chip gelegt. Boah. Und alle wussten es bis auf einen und haben sie sich in den Film angeschaut und der sitzt halt da und isst so seine ersten 3, 4 Nacho-Chips. Bis er den erwischt. Und plötzlich sitzt er da und Boah, das ist das bösartig. finde ich, das ist wirklich bösartig. Das könntest du bei mir machen und ich könnte das bei dir machen, dann setzt es aber schön langsam aus. Ja, und selbst das ist schon ein bisschen heftig. Ja, finde ich auch. Das finde ich echt zu extrem dann. So, Also Sachen Kinder, ich habe pur. jetzt geraucht. Ich gehe jetzt Über- nochmal Pipi machen. Ja. Mach das. Magst du auch nochmal Pipi machen dann? Angst, Piesler? Ich sollte vielleicht noch scheißen gehen Nein. davor. Scheißen der mal nicht davor. Na, passt schon. Dann machen wir noch eine Insta-Story, das jetzt passiert. Ja, gleich dich. Du kannst dann derweil noch das Kimchi aufessen. Mhm. Wobei ich glaube, das wird neutralisieren, der. Meinst du das Mochi-Zeug? Nein, das Kimchi-Zeug. Die Dose auf dem Fensterbrett. Ach so. Ja. Also 2,2 Millionen Scoville. Ab 1 Million wird das Zeug richtig, richtig grantig. Ja. Trinidad Mudgura Scorpion. Ah. Also Bock habe ich eigentlich gar keinen drauf. Ein Angstschluck.
Das ist nicht einmal ein halbes Gramm von dem Chili-Pulver. Das Sonnenblumenöl auch noch dabei. Schauen wir. Eigentlich kann es nicht so schlimm sein. Eigentlich. Wo bleibst denn? Hallo? Hallo? Nein, nicht du. Nicht ich? Naja, meine Frau hat Anweisungen gegeben. Meine Frau hat Anweisungen gegeben. Ich habe ihr gesagt, sie muss jetzt safe einschalten. Also ist eigentlich bloß ein halbes Gramm Chili und da ist ein Sonnenblumenöl dabei. Echt, oder? Ja, aber es hat getrocknetes Das kann Chili-Pulver. nicht so schlimm sein eigentlich. Eigentlich nicht, aber Oder? Ingredienzien. Cornflour 79%. Das ist der Chip. ja, genau. Sonnenblumenöl, Carolina Sunflower Oil, Reaper. Carolina Reaper, was die schärfste Chili der Welt ist. Nein, Trinidad Mogura Scorpion. Ah, stimmt, die ist schärfer. Butch Tea ist die neue, die noch schärfer Die ist. ist noch schärfer jetzt? Noch schärfer, Okay, ja. die habe ich aber noch nicht. Die im Frage ist, Sortiment. ob du aber die Schärfe bei uns hingezüchtet kriegst, weil normalerweise braucht ihr richtig schönes warmes Klima. Dann hast du Activated Charcoal, keine Ahnung, und Salz. Aber da brauchst du auf jeden Fall keine Ding mehr. Wie heißt das? Zeigt, dass haltbar bleibt. Ne, das bleibt definitiv haltbar. Ja, Das kann nicht kaputt gehen. der brennt so, ist weg. So. Verpackt wurde meiner am 13.07.2022. Ne, bis dahin ist sie haltbar. Derselbe. Sam. War ja auch in einer Verpackung. Wir machen jetzt mal diesen Sarg hier. Ja, so schaut er aus. Den machen wir jetzt das erste Mal auf. Warte, ich muss das. Ich wollte ja noch schnell. Das vielleicht überfallen sie uns jetzt nochmal. Grüß dich, der Vater ist da. Ja, jetzt ist soweit. Wir haben einen Heiligenschein. Na, jetzt ist soweit. Wir haben uns jetzt 3 Stunden lang durch alle mögliche Scheiße gefressen. Uns ist wirklich schlecht. Wir haben uns vorbereitet, wir haben ein bisschen Käse da, wir haben ein Brot da. Und da unten steht noch Milch. Milch heißt das, Milch. So, die backen wir jetzt klar einmal aus. Und jetzt kommen wir mal zum schärfsten Chip der Welt mit 2,2 Millionen Scoville. Schaut nur schnell rein, wenn ihr Lust habt. Auf YouTube. Pfiat euch. Die andere war aus. War die aus? Die andere war aus. Ja, also, ist ganz nett. Nett gemacht. Gibt's einmal- Arm ist im Weg, so jetzt da. Da gibt es einmal, schauen wir mal gleich hinkommen, einmal eine Anleitung. Also eine Anleitung zum Essen. Mund auf, nein, kauen, runterschlucken. Nein, was das ist im anderes Endeffekt die Zutatenliste nochmal auf Deutsch. Nice Tortilla Chip mit einem hohen Anteil von Carolina Reaper Gewürz. Eine der schärfsten Chilis der Welt. Sehr schön ausgedrückt, dass es nicht die schärfste ist. Dann 10% Gutschein. Nochmal genau drin, was ist drin. Das ist natürlich ganz toll, dass du den 10% Gutschein kriegst, wenn du das einen Aufkleber, den darfst du dir nur irgendwo hinkleben, wenn du es geschafft hast. So, was ich ganz toll finde, ist der Gummihandschuh, der dabei ist. Weil er in blau ist. Nein, einfach weil er Gummihandschuh dabei ist. Christian Dreh, ich bin super extrem erfreut, dass du vorbeischaust. So, Das passt ist ein die? Wahnsinnstiming. Herr Müller, sind Sie bereit für Ihre Rektaluntersuchung? Das ist der André übrigens. Ich habe im André sein T-Shirt an. Sein Fan. Ja, ich möchte aber natürlich wieder meinen pinken Handschuh. Wo ist das Gleitgeld hingestellt? Anlauf statt Gleitgel. Was sagt der Toni, Alter? Trocken von hinten in den. Manus. Oh nein, er nimmt das andere A-Wort. Also hier nochmal, falls jemand möchte, kann er gerne von mir 10% haben. Ja. Warte hier. Vorne kann man den Code wahrscheinlich besser lesen. Ja, ich weiß. Das ist der Chip, der ist nochmal extra verpackt. Krass, Alter. So Leute, jetzt ist Es Sterben ist aber angesagt. tatsächlich nur ein Handschuh drin. Der ist ja ganz schön groß. Habe ich
das nur das Gefühl oder ist der wirklich süß? Weißt du, was man jetzt machen kann? Dann ich back den aus und dann schmier den ein bisschen am Klopapier entlang. Und dann schreist Sabine, geh aufs Klo. Ich hasse dich und meine Frau würde dich auch dafür hassen. Die wird mich nicht hassen, wird mich töten. Es wird ziemlich lange dauern, bis hast du den schon aufgemacht. Ich habe ihn jetzt aufgemacht, ja. Er hat ihn aufgemacht. War eiskalt. Ihr schafft das. Ja, wir werden wieder angefeuert. Sicher, dass der... Alter, der schaut so pervers dunkel aus bei dir. Ja, fick dich doch. Also der schaut in echt not dunkel aus. Ah, meiner auch. Schaut aus wie Oh, schon. Andere Seite an. Boah, der dachte... Alter. Ach, ich pervers. Alter. Ja, that's my name. Nicht so aufdrücken auf den Tisch bitte. Das wäre jetzt gerade, wenn die Milch oben drauf ist. Das du mal 2 Glasel, ja? Nix, der wird klar aus der Kanne rausgesoffen. Ja, oder dann... Schön, dass du eine Milch hast. Ja, du, gib mir heute deine Tassen. Na, da sind Viertel drin. Ich leg den mal ganz kurz hier ab. Ja. Wir hätten uns vielleicht... Warte! Du hast beide aufgemacht. Na, hab ich noch... No. Wir hätten uns vielleicht noch ein bisschen besser vorbereiten sollen. Ich habe jetzt eine Woche lang extrem scharf gegessen. Ich nicht? Wie viele Sekunden muss man durchhalten, bis man was trinken und essen darf? Wie lange muss man durchhalten? Jeder, der über eine Minute schreibt, wird gekickt. Lifetime Ban! Kinnes, wie lange halten wir durch? Kannst du deinem Arbeitskollegen René einen Karton mitgeben? Ja, So. Milch? klar, kann ich das, mache ich auch. Sessi, das werde ich tun. Warum macht man sowas? Hast du einmal gesagt, was das Ding kostet? Nein, habe ich nicht erwähnt. Möchtest du das auch nicht erwähnen? So ein Chip kostet 15 €. Servus. Wenn man ihn im Doppelpack kauft, kosten sie zusammen 25. Wow, das ist ein Schnäppchen. Finde ich auch. Könnte man eigentlich mal, wie viel so ungefähr in einer normalen Packung drin hat? Nicht lang schnacken, einfach machen. Ja, die Frage ist jetzt, wie lange müssen wir durchhalten, bis wir trinken? 30 Sekunden. Grace, über eine Minute. Grace? Lifetime Ban. 30 Sekunden ist ein Deal. Da lasse ich mich drauf aus. Wer zuerst aufgibt, muss noch einen essen. Leider haben wir nur 2. So ein Pech aber auch. Ja, wer zuerst aufgibt, muss den ganzen Rest da hinten fressen und die Glase leer löffeln. Und so. Spiel ist gleich, ja? Und die veganen Nuggets leer naschen. Du weißt aber, dass keiner in dem Video den länger als 10 Sekunden gekaut hat. Nein, das stimmt nicht. Die fressen den komplett. Ja. Runter, ja. Komplett fressen schon. Ja. Aber wirklich an sich kauen. Nein, es geht darum, wie lange du, nachdem du ihn runtergeschluckt hast, warten musst, bis du was trinken darfst. Jetzt. Okay. Du musst ihn nicht eine Minute lang kauen. Das macht ja keinen Sinn. Wie willst du da eine Minute lang drauf rumkauen? Da ist ja nichts Geht mehr schon. übrig. Ganz ehrlich, schlimmer wird das Hip-Zeug konservieren. Ja, geschmacklich kann es nicht schlimmer werden. Ja. Also, Servus. 30 Sekunden lass uns drauf ein, und oder? auf 30 Sekunden. wieder Schock. 2 Minuten von René. Sagen René, er ist ein Arsch. Puh. Okay. Ich stelle schnell einen Timer ein. Genau, du mal einen Timer her. Stoppuhr. Und bloß mal Zeit. Leg mich am Arsch. Hallo, Känguru. Das kommt ganz steckig. Mhm, ich glaube auch. Wer spuckt, muss die Packung auslecken. Den finde ich auch sehr gut. Ich hab schon gespuckt. Hast du was ausgespuckt? Ja, ausschließlich mal ein Stück Lauge war. Oh, das musst du aber noch essen. Ja, Jetzt habe ich mehr gegessen wie du. Aber ich muss jetzt sagen, So, 30 Sekunden. Ich muss dir sagen, bisher geht es ohne Probleme. ähm, Ab dem Schlucken, nicht ab Neidstedt. ich sag dir gleich, dass ich wahrscheinlich gar keine Milch brauche. Ja, kommt schon. Ja, er kommt auch hinter Vorzig. Der kommt auch von hinten raus. Ich schwitze ja schon. Mhm. Definitiv schwitze ich schon. Und jetzt kommt er ganz böse auf der Zunge. Hui! Mhm. Ist der lecker! Oh, lecker. Lecker. Also meine Zunge ist jetzt auf die Chips haben schon Leute gekotzt im Livestream. Ja, das wird uns nicht passieren, glaube ich nicht. Schon scharf. Alter, ja, ich sehe gleich nichts mehr. Nein, lass das. Lass die Milch stehen. Die
Schärfe kommt langsam, aber bis. Ja. Das ist korrekt. Oh fuck. Meine Zunge geht auf Reisen, die ist nicht mehr da. Da war's. Ich trinke jetzt. Fick dich. Oh ja. Das Problem ist, das kriegst du mit der Milch auch nicht weg. Oh, das tut weh. Oh. Danke, Sessi. Die erste Training pullert. Oh, leck. Oh, fuck ist das. Kann man machen? Muss man aber nicht. Das sollte man aber nicht. Oh, das tut weh. Oh, das tut mir richtig weh. Ja, Gracie ist scharf. Aber Basti, Respekt. Oh, Gracie, das ist scharf, ja. Es tut weh. Es tut richtig weh. Ich muss ganz ehrlich sagen, Ah. ist aber scharf, ist aber noch nicht gegessen. Oh. Oh. Mir wird echt, Oh. mir wird echt gerade ein bisschen schwindelig. Oh, das ist scharf. Oh, das ist richtig scharf. Also safe 2,2 Mille. Oh. Oh, das tut weh. Hilft die Milch? Bedingt. Ich sag mal so. Ich schwitze. Oh. Oh. Ach ja, nicht drum, Grace Lauf. Ja, mir ist auch leicht schwindelig, muss ich sagen. Oh. Oh ja, das könnte ich tun. Warte. Oh. Ja, Pippi in den Augen. Oh, das brennt. Es wird besser schon langsam. Bei mir auch, aber Trink halt endlich. nein, ich bin hart. Ich bin wie ein Mann. Nimm. Das wird doch nicht weniger. Liebe Kinder, macht das nicht nach. Ja klar, haben wir ganz gegessen. Ja, jeder einen. Ja, ganz ehrlich, das ist was, das muss man nicht machen. Ne, muss man definitiv nicht machen. Du denkst dir am Anfang so, ja, ja, was für eine Muschi, aber Der ist überhaupt nicht schlimm am Anfang. es kommt. Es hört auch nicht auf. Es hört überhaupt nicht auf. Weil Ich habe es mich voll gesabbert. Sabine lässt übrigens fragen, ob wir eine Pizza bestellen wollen. Nein. Ich habe genug gegessen. Vielen Dank für 9 Zuschauer, 9 Likes. Ich kriege alles noch raus, bevor ich trinke. Wenn euch dieses Chaos des heutigen Tages gefallen hat, Daumen da lassen, auf Abonnieren klicken, Glocke aktivieren. René meinte Respekt und bekommst einen Kasten Bier von ihm. Den nehme ich! Den nehme ich fast mit Handkuss. Aber bitte ein Chili-Bier. Nein, mein Kopf summt. Oh, jetzt reicht's. Kluger Mann. Also ich habe schon viel Scharfes gegessen, aber das ist echt übel, Mann. Die Fernseher will ich ausschalten. Ich muss die Fernbedienung.
Das ist die Fernbedienung. Das hat Spaß gemacht, das machen wir nie wieder. Das machen wir mit scharfer Soße. Ja, das nächste Mal 9 Millionen Scoville. Ja. Yay. Ah, es tut weh. Kommen Sie jetzt ein paar Linker hinterher. Ah! Remember, remember. Was hat er da? Na. Ganz ehrlich, wenn ich das jetzt machen würde, dann würde ich umkippen. Wenn ich mir jetzt da Schnaps hinterher kippen würde. Magst du eine grüne Chili? Nee. Eine Handvoll Salz. Eine Handvoll Salz? Lucky, genau. Oh, es tut immer noch weh. Es wird auch nicht groß milder. Ja, es wird milder. Jetzt ist es ungefähr so scharf wie die Bird Eye. Es tut weh. Oh, je. Also die ersten zwei, die wir angeschaut haben, die haben das richtig, richtig souverän weggesteckt. Oder sie haben erst nach den Videos Wein angefangen. Ich glaub, wir stecken das ziemlich genauso weg wie die. Respekt. Den Mut musst du haben, jetzt zu pupsen. Hast du noch ein paar Unterhosen da? Grubby, Hashtag mehr Schnaps. Mehr Schnaps. Grubby, mehr Schnaps. Heute nicht. Ich habe schon genug Schnaps heute gehabt. Es tut weh. Ich habe Zähne geputzt mit Berliner Luft. Es tut weh. Boah, es geht wieder. Ich hab's länger wirken lassen, vielleicht liegt's daran, dass es so weh tut. Möglich, ja. Aua. Ich habe immer noch. Ah, that was not the yellow from the egg. No, it was not the yellow from the egg. Ja. Spinnst du jetzt rauchen? Atmen tut weh. Nee, nicht mehr so. Atmen tut weh. Ja, das. Trink mal das runter. Und dann noch eins. Das war echt mein Was, du Abstand bist ein Arsch. das Schärfste, was ich in meinem Leben je gegessen habe. Ja, der ist hart. Der ist definitiv hart. Da waren diese scharfen... Wenn du 25 Euro donatest, dann könnten wir uns das vielleicht noch mal überlegen. Wir gehen aber dann so nochmal einen Chip drauf. Also müssen es 30 sein, dann bleibt was hängen. Scheiße, stimmt eigentlich. Ah, es tut weh. Wir waren nicht kotzen, wir sind nicht umgekippt. Guck dir Auch mal. nur weil der Stuhl hält. Ja, das ist schon echt gemütlich. Oh. In nächster Zeit esse ich nicht mehr scharf. In nächster Zeit gehe ich nicht mehr scheißen. Ich wünschte, das würde funktionieren. Du darfst antworten, was die fragt hast. Wo die herkommen. Aus der Tschechei kommen die. Gibt's zum Hashtag Werbung. Gibt's zum Bestellen auf. Hashtag unbezahlte Werbung. Ja, auf. Ich kann den Finger nicht mal gerade halten. Auf hot-chip.eu. Amerika? Mexiko? Nee, Tschechei. Bauern gewinnen 4:1 GG an die Dosen. Danke, Grubby. Sehr nett von dir. Aus der Tschechei. Wer hat die Tore gemacht? Bei den Bauern. Oh, mir ist nicht gut. Ich schaue auch gar nicht mal so gesund aus. Schaust ein bisschen blass aus. Boah, leck mich am Arsch. Ja. Ich glaube, du hast auch nicht mehr so eine gesunde Farbe. Nächstes Mal schmieren wir ein bisschen Selbstbräuner drauf und dann sieht man das nicht. Auf den Chip? Oder auf uns. Oh je. Da denkst du dir, der ist ja gar nicht so schlimm. Was Nee, für überhaupt Moschis. nicht. Das war am Anfang total.
soft. Ja, das war total entspannt eigentlich am Anfang. Ich habe mir gedacht, so, da habe ich mir jetzt umsonst so viel Sorgen gemacht. Leverbumski, alle 4. Nein, der hat doch nicht 4 Kisten gemacht. Der hat 4 Kisten gemacht. Scheiß auf Ronaldo. Ronaldo hat heute bloß 2 gemacht. Eben. Ha. Wette verloren, ich habe doch gewettet, dass der Müller trifft. Oh, Aber es wird schon langsam, oder? nee. Das Bauchi sagt nein. Also nein, ist auf jeden Fall keine gute Idee, sowas nachzumachen. Nee, dumme Idee. Ja. Sahne hat auch eins gemacht. Ah, wunderbar. Leon Bumski, Sahne. Erste Sahne. Ja, weil sie Sahne trinken, ist auch. Ja, ich hab's geschafft. Yay. Oh. Das ist eigentlich was die Welt nicht braucht. Also im Mund brennt es überhaupt nicht mehr. Lippe. Zunge. Gar nicht. Zunge, nicht. Das ist alles okay. Lippe ist okay. Aber der Magen sagt gerade, nein, Was hast du mir angetan? Idiot. Was hast du da gefressen? Du, Mike, ist ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Was ich auch total nett finde, Kondompackungen. dass da Rest in Peace draufsteht. Das Und finde es ich sind total schön. Kondompackungen. Backer. Oh, Bauch sagt nein. Ach, Schokopudding, Schupomuting, jetzt, okay. Ja, jetzt hat's geschabbert. Ich dachte, ihr meint einen anderen. Und die Ampel bei den Dosen. Wer ist denn die Ampel bei den Dosen? Echt Dosen. Nee, grinst sich nur noch ein weg. Ja, glaube ich. Oh, Bauch sagt nein. Bauch sagt nicht okay. Oh, fuck. Mein Herz allerliebstes Weibi, wir werden keine Pizza bestellen. Ist jetzt durch. Also sollte ich Corona im Körper gehabt haben, Es ist jetzt nicht jetzt mehr da. sicher nicht mehr. Ja, Das hat bis in die Lungen ausgebrannt, auf jeden Fall. leck die Packung noch aus, da ist noch Würze drin. Ah, Das mache ich auch nicht für lau. Oh, Bauch. dann leck ich lieber noch ein bisschen jetzt an meiner Milch rum. Prost. Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn du echt harte Sau bist, dann haust du dir den Chip rein und dann ein Stamperl Schnaps hinterher. Dann bist du eine harte Sau. So Stroh rum. Ne, es ist egal, es ist wurscht welcher Schnaps. Leimer. Wieso ist Leimer eine Ampel? Das verstehe ich nicht. Oh, Jetzt geht's schon langsam, oder? jetzt ist wieder. Aber Bauch sagt immer noch nein. Bauch sagt. Bauch sagt nein. Computer sagt nein. Ei. Boah, das wird morgen ganz böse auf der Toilette. Schau, wie Lucky flamet uns. Nein, der heißt so, der Fußballer, der bei Leipzig das Tor gemacht hat. So. Oh, da war viel Luft dabei. Oh, jetzt ist wieder scharf im Hals. Sorry, war Leimer, der Kommentator hat kurz vor Kampel. Ach, Kampel-Ampel, jetzt! Sorry, hab mich vegan. Sorry. Ja, ist okay. Jetzt ist am Hals wieder high, jetzt ist da wieder scharf. Ja, der ganze Schlapper, die von hinten hochkommt jetzt. Das ist keine gute Idee. Den Meme kenne ich. René, die Packung geht an dich. Und die könnt ihr steigern. Au. Das waren jetzt? Ja, gegen so viel Dummheit ist kein Kraut gefallen. Das ist so. Es waren nur 2,5 Stunden.
2,5 Stunden Scheißdreck fressen. Aber lieber zum Essen gegangen. Vor Ja. allem das brennt 4-mal. Möglich, ja. Ja, das could be, dass das nochmal brennt. Und jetzt geht es weiter mit HSV gegen Sandhausen. Ja, ist ein klares 2-1 für einen HSV. Hab mal, ich glaube, die schärfsten Nudeln gegessen. War nicht angenehm. Die habe ich auch schon gegessen, die schärfsten Instant-Nudeln. Aber die schmecken einfach nur widerlich. Also die finde ich jetzt von der Schärfe her gar nicht so extrem. Ich finde die einfach nur widerlich, weil die keinerlei Eigengeschmack haben und einfach nur eine widerliche Gummikonsistenz haben. Die fand ich da. Ja, Viel Spaß noch, Jungs. Ich schenke mir jetzt ein Gosmas ein und dann wird gezockt. eine gute Idee. Dicker, mein Bub, da wünsche ich dir voll Spaß dabei. Lass krachen. Knuddel deine 2 Mädels von mir. Gib ihnen einen Bussi. Nee, hab auf Sandhausen gesetzt. Ja, dann gewinnt halt Sandhausen 2-1. Wenn es mir jetzt irgendwas von einem anderen Scheiß daherlegen, da hat's nicht essen, glaube ich. Jetzt reicht's. Ja. Wirklich, jetzt ist Jetzt ist fucking enough. Zum Glück haben wir uns das für den Schluss aufgehoben. Gasseidler ist am Start. Gasseidler ist am Start. Basti ist ein Franke. Weißt du nicht, was ein Gasseidler ist? Nein, ich bin dabei, es tut mir leid. Franken liegt auch in Bayern, mein Schatz. Ja, liegt in Bayern, aber sind Bayern? Nein. Nicht wirklich. Nicht wirklich, Also genau. nicht in dem Sinne, wie du gerade Bayern definierst. Du weißt nicht, was ein Gasseidler ist. Nein. Dann könnt ihr mich jetzt auch fragen, was 4x4 ist und ich will jetzt nicht gleich auf Anhieb drauf kommen. Wie viel ist denn 3x3? Ach, ist mir scheißegal. Und bei 4x4 hättest du es jetzt doch gewusst, weil du schon drüber nachgedacht hast. Nee, jetzt geht's mir wieder gut. Jetzt bin ich durch. Ja. Bauch sagt immer noch nein, aber es ist jetzt nicht so, als würde er groß rumoren und umeinander blären. Ich glaube, dass ich in einer halben Stunde dir eine Pizza bestellen kannst. nee, so dermaßen zum Scheißen muss, dass die Schüssel wegschmulzt. Das glaube ich wird passieren. Danke, Grace, dass du es geklippt hast. Und dann, ja, Seiler, halbe Bier und ein Das Gas-Seiler. Seidler ist ein halbe Bier. Ja. Und was ist Gas Seidler? Ich glaube, dass Gas die Marke ist. Glaube ich, oder ich weiß irgendwas nicht. Muss auch nicht auswissen. Der kommt aus Mittelfranken. Da ist nochmal anders wie bei mir daheim in Unterfranken. Ich glaube, ich brauche Jetzt kein noch Bier Pizza mehr. extra scharf. Ja, jetzt kann die Pizza extra scharf essen und darf es nicht merken, dass scharf ist wahrscheinlich. Weil jetzt ist abgehärtet, jetzt ist gut. Ich schwitze übrigens immer noch. Seht ihr das? Wie man da Ziff runterläuft. Also ich bin britschelnass da oben. Genau. So. So. Nein, geht's wirklich wieder. Das ist Schön. okay. Kaum leidet man eine Viertelstunde, geht's wieder, gell? Ja, Super. Oh, wir haben fast einen Liter Milch getrunken. Wir haben einen Liter Milch getrunken. Ja, ein bisschen. Da ist schon noch Glas ist noch drin. Teiglas. Ah ja, der war von sonst drin. Eine halbe Gasmaß ist Gasseidler. Und Gas ist Marken, oder? Die Biermarke. So, So, wir sagen einfach Ahoi Bier. genau, ein halbe Bier. Das weiß er ja. So, was die Zukunft dieses Kanals angeht. Der wird habe ja geschlossen jetzt- und gebannt jetzt. Ich habe jetzt 2 Monate lang Streampause gemacht. Ich habe einen Haufen Geld zur Seite gelegt, schon um mir einen gescheiten Rechner zu kaufen, damit das alles mal in sauberer Qualität läuft hier. Das reicht aber noch nicht. Es reicht noch bei weitem nicht. Andere Frage, wer isst den Rest, der über war? Der ganze Scheiß, der da hinten liegt. Also Ich nehme hiervon nichts mit. Ist alles da. die Elchsalami, die kommt in den Kühlschrank, die frisst ich so die nächsten 2-3 Tage zusammen. Und den ganzen Süßkram da hinten, Gibt's der Sabine, die frisst schon. der kommt in die Süßkram-Schublade, der wird dann abends zu den Filmen gefressen.
Und das ganze scharfe Zeug wird verarbeitet und in Essen gepackt. Also zumindest das, was man, also die Chilis. Das vegane Zeug, da bin ich mir sehr unschlüssig. Das lege ich, glaube ich, morgen auf den Grill und gebe es meiner Familie. Schaut doch erst einmal, ob es Katzen wurden. Oder Oder willst du es nicht vergiften? Nein, die kriegen das auch nicht. Die Chips werde ich absolut abends mal wegsnacken, weil die waren echt lecker. Die fand ich wirklich gut. Auch das Trockenfleisch fand ich gut. Das kann ich auch so Die wegsnacken. Gummibärle waren in Ordnung, die waren halt nicht Die scharf. Gummibärle nimmst du deiner Frau mit? Yep. Das haben wir ihr versprochen. Was haben wir Neues? Habt ihr Bild per WhatsApp geschickt? Basti hat mir ein Bild geschickt. Boah, Alter. Mir geht's gar nicht mal so gut. Ja, ich schwitze einfach nur sehr. Gasseidler, das zeigt. Oh, das ist mit Kirsche. Ein Kirschbier. Oder das saufen wir sonst auf dem Mittelalter. Du nicht so. Ein Gasseidler, sehr schön. Beneide ich dich drum, trinken wir irgendwann mal eins gemeinsam wahrscheinlich. Stehe ich dahinter. Genau. In 2 Wochen ist das neue FIFA da. Da kann die mich doch tatsächlich hinreißen lassen, das ein oder andere mal wieder zu streamen. Und dann werden wir zeitlang wieder FIFA-Content machen. Und zwar wahrscheinlich nur FIFA-Content. Und dann, wenn der PC da ist, schauen wir dann auch wieder, ob wir Medieval Dynasty weiterspulen, was bis dahin komplett offiziell fertig sein sollte und raus sein sollte. Ja, so in die Richtung. Und demnächst werden meine Frau und ich wieder mal zusammen irgendwas produzieren. Und zwar werden wir, ich weiß nicht mehr, eine Creme werden wir produzieren. Grubby Hype. Ja, Grubby, Hashtag mehr FIFA. Genau. Das ist die Zukunft dieses Kanals. Wann genau? Ich halte euch auf Instagram natürlich auf dem Laufenden. Ja. Das war's dann so ziemlich für heute. Ich bedanke mich bei vielen, vielen Zuschauern. Ich bedanke mich hier da bei waren. keinem. Es gibt nur eine Brauerei, die das abfüllt. Ja, dann ist ein Grund mehr, dass ich mal vorbeikomme. Dann wird, also wie gesagt, ich bedanke mich bei vielen Zuschauern, die das mit uns durchgestanden haben. Ich bedanke mich bei 9 Likes. Und wie gesagt, hat euch der ganze Schlons gefallen und könntet ihr euch vorstellen, mehr Chaos von dem Ganzen mitzuerleben, weil uns fällt bestimmt noch was ein. Hoffentlich nicht. Dann Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren, live dabei sein. Höchstens noch eine Surströmming Challenge, aber das machen wir dann auch daher drinnen. Surströmming Challenge können wir auch machen, aber sicherlich nicht hier drin. Ich klebe dir die ganze Wände ab. Ja, genau. Nein, wir machen keine Surströmming Challenge, nicht hier drin. Wir können eine Surströmming Challenge machen. Da kenne ich auch noch jemanden, der da gerne dabei wäre. Und die können wir dann von mir aus im Taxit machen. Setzen wir uns auf den Baumstamm und fressen da einen Surströmming, den besorge ich auch. Na, es reißt nicht ab mit Scheiße. die wir Nee, uns reinpfeifen. natürlich nicht. Und dann fällt uns bestimmt auch noch irgendwas anderes ein. Bis dahin gibt es bestimmt noch irgendwas. So, Freunde. Surströmming! Odelmass. Ja, wenn er wirklich das Neid hat, wie es heißt, dann mag ich es nicht probieren. Für Teilweh. Na. Also bei Kuhpisse hört es bei mir auf. Als nächstes Bierverkostung. Würde ich gerne machen. Ist nur ein bisschen schwierig, weil wir ja hier eigentlich nicht so viel Alkohol trinken sollen. Meine Freunde, ich bedanke mich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Mhm. Lasst es krachen, lasst es euch gut gehen. Bleibt mir gesund. Und genießt euer Leben, weil ihr habt nur eins. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Servus.